Juste avant de commencer, un petit mot. S'il y a des personnes qui préfèrent une traduction simultanée en langue française, hein, qu'ils avancent ici et prennent un écouteur. Voilà. Wenn das nicht der Fall ist, da können wir zu Louis starten. Ich werde aber nur auf Startsignal, wie dass wir eine digitale Übertragung machen, dass also auch Leute, die nicht dabei sind, der vorbei sind. Voilà. Dann will ich am Namen von der Stadt Ettelbrück, vom Chef der Gemeinderat, ganz, ganz herzlich mal alle Guten hier begrüßen. Hier am Saal an die davon daheim hier bei uns sind und noch noch gucken und noch lauschen. Wir sind den Abend ganz froh, dass wir zwei Ministerinnen hier haben. Ich könnte jetzt zwar auch umgedreht ausdrücken, weil sie haben invitiert, sie sind eigentlich die Initiatoren, nicht, dass ich so dass das Gefühl hat. Ich bin völlig froh, dass Sie hier sind, dass hier Initiativ, und ich so nach gerne Sätze Erklärung dazu, für den Kontext just zu rappellieren. Also als Ministerin, den François Bauge, Claude Turmes, Mathieren, Maderbester, die den Abend hier sind, mit für allem, aber manchmal die Leute, die auf der Bühne sind die Lorolotur ergreifen, an denen doch an den könnt ihr dann Antwort stellen, also frohe stellen, als sie antworten hier also von HIS geguckt, der Marc Ries, den Regionaldirektor für den Norden zuständig für Pont et Chaussee, und dann auf der anderen Seite nach Marc Mersch vom Büropakt. Weil Büro brauchen und da stehen Sträder Associé am Büropakt auch auf dem nächsten Slide, den da gesieht, brauchen am von Golf für das, was den Abend gewissen hat, ganz viel Leute, ganz viel Cap, die sich viel Gedanken gemacht haben. Wenn wir den Kontext gucken von der Nordstadt, dann feiert das ja an eine lange Geschichte zurück. Ich erinnere mich immer daran, dass die erste Konvention im April 2006 geschrieben ging, wo eben Gemengen aus diesem Raum gesagt haben, wir wollen mich eng zusammen schaffen. Und löser, also an der Cap ganz deutlich etwas zusammen kommen, dass ihr seht, das, was wir hier machen, das ist eigentlich etwas, was man nicht just für Eis machen. Wir sind eine Region, die zusammenweist, an der an ihren Infrastrukturen, an dem, was eigentlich zu leisten wird, und aber auch an dem, was rundherum als geschieht, Regionalaufgaben überhält, muss überholen, und das immer mehr. Und dafür auch die ganz vielen Etüden, die gemacht sind, Niveau von der Nordstadt an den letzten Jahren, das geht dann über Masterplan, Mobilitätskonzepte, über die Industriezone Sano, die gegründet Ginas über Konsultation remuneriert von der AX, über Studien über Bauen am Heichwasser, über Tourismuskonzept. Kann ich danach abzählen, bis zur Nordstadt Entwicklungsgesellschaft, die gegründet Ginas, wo wir ganz dankbar sind. Und dann aber auch lokaler, wie bei uns zum Beispiel dann Stadtvision 2030. Also ganz viele Konzepte, Ideen, Überlegungen, die gemerkt sind. Und das feiert sich zusammen. Für uns den Aspekt, den wir nach letztes Jahr dabei gesagt haben, an den auch vielleicht ein bisschen zur Konfusion konferieren, dass die von einer Bürgerbeteiligung am Kontext von der Fusion von der Nordstadt, für das uns auch noch können formulieren, wie sie so, da sind nicht Herausforderungen, Challenges, Schwierigkeiten, da sind Menge Erwartungen. Und auf der anderen Seite ist auch der Prozess für das Leitbild Nordstadt gemacht gehen von der Regierung aus. Leitbild, das lassen ich aber der Landesplanungsminister erklären, wie man das soll richtig verstehen. Wir sind zwei Prinzipien, zwei Wege, die gegangen sind. Einmal als Region geguckt für uns selber, und einmal als der Vue von der Landesplanung, also vom ganzen Land, was ist am Anfang die Erwartung, die landesplanerisch auf diesem Raum für eine gute Zukunft leitet. Wir haben sicher alle guten als Gedanken, als Frohen, als Überlegungen dazu. Da will ich noch nicht drauf eingehen, weil sonst fängt nicht schon zu kommentieren, was wir werden gesehen. Das soll jeder für sich machen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf einen guten Austausch, auf einen Échange, auf Diskussionen. Und ich will aber für allem der Regierung merci sagen auf dieser Platz für die Initiative, der Plan Directeur de l'Aménagement du Territoire, also am Anfang geholt, das Dokument, was sind da 2003,
die Leitlinien festlegt, nur denen sich das Land soll entwickeln. Das Delo erneuert gehen am nächsten Jahr, das ist auch gut so, 20 Jahre, also eine lange Zeit, und dann ist es klar, dass Prioritäten der Herausforderung der Entwicklung vom Land, also vieles Ähnliches sich entwickelt wird, wenn es vielleicht 24 oder 25 Jahre angedurcht wird, dafür muss ich das zusammenführen. Also hier kriegen wir Politik, Fachfeld, an Bürger, an E-Boot, für gemeinsam zu gucken, wie hätte mir gerne das als Land sich auf dieser Platz entwickelt, da wo sie uns suchen. Den zweiten Teil, das ist natürlich der vom Mobilitätskonzept, das der Minister Bausch wird präsentieren mit seinen Leuten, und das meine ich, dass das, wo ihn da konkret auch gesagt, die wichtige Wolle von der Mobilität, den alle gut nicht mehr überlegt, wo ich noch da gesagt, dass ich ganz viele Gedanken darüber gemerkt habe, sind ganz innovativ Gedanken, die mir am Chef der Gemeinderat eigentlich schon mal ganz flott von tun, bis dahin, hoffen wir, dass sie ganz sehr, wie so schön sehen, der Musik umgesetzt gehen. Weil ich will wirklich alle guten Danke. Merci so, dass der den Abend hier ist, da sind ruhig Multiplikateure von dem, was da gesehen, versteht, erklärt kriegt, heute den Abend, zählt es weiter. An die Leute, die dann noch interessiert, wäre für selber etwas für Platz zu sein, die haben nach 3 Monaten Gelegenheit, für dabei zu sein, schon das nicht am Kopf mehr, die fand sie ja auf dem Flyer, und da steht sie auch, ja. Merci, Loch, da steht sie, effektiv, dann Erpeling, Betten, Scheren, die kommen nach Hand und runter, also kann ich nach ruhig hin. Weil er hat gesagt, merci und ich wünsche euch alle guten, spannenden Abend. Guten Abend alle gut, merci Jean-Paul. Ich meine, das, was wichtig ist, wenn wir als Land vorbringen, dann noch das Region vorbringen, dass Parteipolitik, die wir bei den Wahlen und dazwischen probieren, mal gut zusammen zu schaffen. Und das ist auch an diesem Dossier der Fall. Das ist mir wirklich eine ganz gute Chance mit den 5 Bürgermeistern, und wir schaffen ganz eng mit ihnen zusammen. Nordstadt. Die Idee von der Nordstadt, die könnt ihr eigentlich, weil ihr ein bisschen an die Bücher guckt, vom Adrien Ries, die schon in den 70er Jahren gesagt hat, wir brauchen ein Pendant zur Stadt Lützeburg und zum Süden. Ich meine, letzte Woche haben wir 20 Jahre Bellewahl gefeiert, 20 Jahre Agora. Das ist die Volontät, für das neben der Stadt Lützeburg am Süden wirklich eine Entwicklung gibt, eine moderne Entwicklung mit einer Universität, mit Verwaltung, mit neuen Geschäften, mit neuen Entreprisen, neben dem, was wir auch brauchen, Stahlindustrie. Das war eine politische Volontät. Und der Lützburger Staat hat der Staat ein paar Milliarden Kosten gelassen. Und die Nordstadt, von der geht eigentlich seit den 70er Jahren geschwärzt, aber wenn wir mal ehrlich sind, ich meine, dass viel gepittelt ging, aber wir haben nie es fertig gebracht, für dem Ganzen die nötige politische Priorität zu geben. Und das, was wir probieren, an dieser Regierung zu machen, ist, dass wir die Nordstadt so positionieren, dass sie auch die Suche kriegt, die Investitionen, die Infrastrukturen, die die Nordstadt braucht, für einfach das zu sehen, was wir eigentlich seit 20, 25, 30 Jahren an allen Dokumenten von der Landesplanung suchen, ist, wir wollen nicht nur eine Entwicklung rund um die Stadt Lützeburg. Wir haben nicht fertig gebracht, durch das Projekt Bellewahl dem Süden einen neuen Elan zu geben. Also geht es eigentlich darum, dass man die Plätze, die noch nicht so gut funktioniert, Nordstadt, für das man der definitiv einen Elan geben. Wenn in einer Gegend für einen Elan gehen, ich meine, da muss ich mal auf dich gucken, was sind seine Stärken. Und ich gesehen, wenn 2 Stärken, da denkt er, das Natur. Ich meine nicht, dass es eine Stadt am Land gibt, mit allem Respekt für die Stadt Lützeburg und noch die Städte am Minnet. Es gibt keine Stadt, wo so ein schönes Naturumfeld haben, mit den Flüssen, mit den Büschern, mit den Hängen. Und eine von den Ideen, die wir auch am Leitbild vorstellen, ist eben, dass wir eigentlich probieren, vom Birchtringer Schloss über den Park, den heute Wettelbeck geplant wird, über alles, was wir rund um Sauer können machen, zu Angeldöwern, zu Erpelding, zu Dickrich Hummer, schon schön Park, auch das kann mich schön gehen, und da bis auf Betten dürfen, dass das einen großen
Landschaftspark gëtt mat enger Identität, die wirklich dann die ganz Nordstadt prägt. Ich meine, das eng stärkt an die zwei, dann ich gesehen, dass auch Menschen an der Präsenz vom Direktor vom Ettelbrecker Lycée, die zweite stärkt von der Nordstadt sind Schulen, die muss einfach ich bewusst sein, es gibt keinen anderen Platz am Land, wo pro Anwohner so ein Schulangebot gibt, dann die sieht ein den Anker bei den Schulen vom ganzen Norden an, das ändert, was man wirklich immens wichtig schenkt, dass Klinik oder die zwei Kliniken oder die Klinik an dat wat heiers an Deich wissen, an dass man dat auch probieren weiter zu denken als eben vun de wichtigen Anker vun der Nordstadt. Und da sind auch Schwächte gin an sind hauptsächlich mensch zwei Schwächten, die echt als Stau, zuviel Autoen am Zentrum von Ettelbreck, zuviel Autoen am Zentrum von Dickrich, an wann ich vu Betten dürfen op Ettelbreck kommen oder fuschieren will, op Dickrich kommen, das ist ja eigentlich unwahrscheinlich, wie viel Zeit ich da brauche. An Äwer sind wir ja nicht eine Großstadt. Und dafür bin ich auch immens froh, dass den François Bauger seine Leute einfach endlich auch an dem Bereich Nielmar Kapmann und ich meine, das Verziehen präsentieren, dass das wirklich Bahnbrechen an der Hinsicht, dass man nicht nur das Problem lesen vom Zentrum von Dickerschaft von Ettelbreck, wie das noch eine Lesung haben für einfach ob der Angeldorfer Straße, oder ich meine, die nennt die halt zu Ettelbreck, das wird wahrscheinlich Dickriger Straße, zu Dickrich nennt es Ettelbrecker Straße, dass man da Wohnraum schaffen. Das war die zweite Schwäche, als wenn es den Hanglehrer, weil man die auch nicht verbauen, dass man nicht genug Platz hatte für abordable Wohnraum und anderen attraktive Wohnraum zu schaffen. Und die werden nur gesehen, von den Schwerpunkten vom Mobilitätskonzept, als für das man endlich Achse zwischen Dickrich und Ettelbreck einer Möglichkeiten kriegen. Vom Landschaftspark kann ich geschwärzt, da werden wir probieren, mit der Gemeinde zusammen ein Konzept zu machen. Und auf dem Achse zwischen Dickrich und Ettelbreck, da wird Nordstadt Entwicklungsgesellschaft am nächsten Jahr konkret Pläne machen, wie wir die weiterentwickeln. Von den wichtigen Elementen ist, wenn wir hier neu investieren, da soll das nicht au dépend gehen vom Zentrum von Ettelbreck, vom Zentrum von Dickrich. Ich meine, das ist wichtig, denn ich meine, all die Erfahrungen, die Jean-Paul an die da gemacht hat, als Chef oder Gemeinderat für Ettelbreck mit einem neuen Ernster, mit Supermarschinen zu beleben, die muss man weiterführen. Und dasselbe gilt für Dickrich. Dickrich und Ettelbreck Zentrum sollen am Zentrum von der Geschäftswelt stehen. Und da muss man gucken, was man danach Achse zwischen Dickrich und Ettelbreck brauchen. Und da, wie gesagt, das ändert, was wir machen, wir haben eine Konvention, ich meine, wir haben 800.000 € über 4 oder 5 Jahre, da probieren wir kleine, konkrete Projekte zu machen, und das vom Reiselo 1 gesehen, als dass wir die Lokalprodukte mehr valorisieren. Ich meine, wir haben die Menschchance, wir haben die Hotelschule, wir haben die Ackerbauschule, wir haben die Foire AG Kohlheit zu Ettelbreck und für einen Scham, wenn hier nicht die Platz wäre, wo wir als Obstbeem, die Feeds, alle anderen Produkte, die wir daraus machen können, vielleicht auch mehr gemäß an einer, dass wir das valorisieren. Und da werden wir auch probieren, an den nächsten Jahr mehr konkret Projekte zu machen. Und da werden wir nur gesehen, wir hatten ja nachher zu Ettelbreck Schwierigkeiten, dass der Avenue Salentini ewige Stau, das nicht flott, wenn die Ambulanz durchfährt und nicht weiter können. Das ist auch nicht flott, wenn die Schüler morgens zu spät sind, weil der Bus nicht packt bis dahin an Zeiten. Und noch da haben wir eine Lesung. Und von daher freue ich mich auf den Abend und eben noch auf Diskussionen mit dir. So nicht, merci. Ja, merci, Herr Minister Thomas. Schönen guten Abend dann noch von meiner Seite aus. Also, ich bin noch ganz froh an Hofrisch, wie ich den Abend dann noch am Namen vom Landesplanungsministerium die Elemente vom Leitbild können vorzustellen. Was haben wir sich gemacht? Wir haben nicht bei Null angefangen mit dem Ganzen. Der nächste Schritt war, für ein gewisses Grundlagendokument zu analysieren. Sie hat da externe Dokumente aus dem Ausland, wo wir ein bisschen geguckt haben mit Best-Practice-Beispielen, wie geht das in anderen Regionen gemacht, wie ist da die Vadroba, vielleicht ein Leitbild von einer Nordstadt oder zu Lützeburg im Allgemeinen. Es sind nationale Dokumente, die auch mittlerweile raus sind, die wie ein Guide Eco-Urbanisme oder Planungshandbuch, weil doch häufig die 5 Nordstadtgemengen viergestalt gouf, wo da noch das Leitbild beispielsweise drauf verweist. An auch natürlich das kommunale Niveau
in der Schaf gesagt für Ethelbrecht zum Beispiel die Vision für 2030 oder natürlich all die PAG von den 5 Gemengen, die man eigentlich nie auf den Nägel läuft tun, für auch zu gucken, was sind die Überschneidungen, wo sind da vielleicht die Synergien, wo die Leitbild doch eigentlich auf verschiedene Punkten Akzente kann setzen. Den zweiten Wolle bei den Grundlagen Erbeste war dann noch, dass man bei dem Leitbild Entstehung den partizipative Prozess gesicht tun, an dem es mal 2 Bürgerbefragungen gemacht haben, wo hoffentlich auch ein Teil von nicht die neuen Teile vielleicht matt gemacht haben, die echt war für Sommer letztes Jahr Covid-bedingt, hat alles müssen online stattfinden. Da waren über 1000 Leute, die da matt gemacht haben. Einfach an der ersten Umfrage haben wir so Stärken und Schwächen aufgefragt zu den verschiedenen Thematiken. Und da tauchen dann noch die Sachen auf, wie der Minister seiner Intro gesagt hat, dass eben die Leute die hohe Lebensqualität, die gesunde Lebensraum, weil eben der Landschaftsraum bietet, ganz wichtig ist. Dass aber auch dann am Gegenpol vielleicht auch innerhalb von den Ortschaften mehr Grünflächen oder Parkanlagen sollen entstehen. Dann das Problem vom erschwinglichen Wohnraum, das natürlich ein nationales Problem ist, wo aber dann noch, wie gesagt, die Zentralachse vielleicht eine strategische Rolle auch wirklich soll spielen. Und dann natürlich das Problem von der Verkehrsproblematik. Eine zweite Umfrage war dann eigentlich Anfang des Jahres, wo über 600 Leute mitgemacht haben. Da hat man ein bisschen mehr ein interaktiven Tool, wo man dann noch probiert haben, bei den Leuten Konzeptbausteine aufzufragen. Da hatten die Leute die Möglichkeit, für Punkte zu setzen, wo sie so ein Platz, wo ich mich gerne abhalten oder wo ich denke, dass das oder das Kind realisiert gehen. Sie hat dann eben noch ein Park oder eine Möglichkeit für am Fluss zu bohren oder auch eine Möglichkeit für Linien zu zeichnen, für beispielsweise Fuß- oder Velosphäre, die wichtig wären. Die Sachen sind dann an das Leitbild angeflossen. Der Prozess Vision territorial oder landesplanerisch Leitbild wurde ein bisschen als eine räumliche Vision, die natürlich auch anhand von Karten dann durchgestaltet wird. Heute sieht man die 4 Karten, was dann die thematischen Leitbilder sind. Längs den Bereich von der Siedlungsentwicklung, da finden dann eben hauptsächlich auch die PAG-Zonierungen, wie sie vorgesehen sind. Riedsurven haben wir ein Mobilitätskonzept, das sind dann zum größten Teil die 7 Kehrelemente, die dann oben am zweiten Teil vom Herrn Bausch auf den Herrn Riesnach vorgestellt kriegt, die auch hier im Leitbild dann auflesen. Innen haben wir die Wirtschaft und Infrastrukturen, was dann mehr den Bereich von den Betrieben von den regionalen Produkten oder auch den Schul- und Gesundheitsstandort trägt. Am Oben an der Mitte ist dann das thematische Leitbild zu Natur und Umwelt. Und das ist, wo wir den Oven noch ein bisschen als Gegenpol zum Mobilitätskonzept pro Elemente vorstellen. Und da ist auch klar, dass, wie schon angedeutet, auch Mobilitätskonzept durch das gucken, den Durchgangsverkehr aus den Zentren rauszukriegen, erlaubt dann vielleicht hier mehr Grings ranzukriegen und dadurch dann noch die Lebensqualität zu erhöhen. Das Ganze fließt aber nur an ein gemeinsames Leitbildkarte an, das dann auch über den entsprechenden Legend grafisch durchgestaltet ist, die wichtigsten Elemente und noch einen Textteil wird kriegen, wo dann die entsprechenden Erklärungen dazu sind. Und auf der linken Seite haben wir dann so eine Zentralleitziele, wo man dann nie auf der gering vernetzten Nordstadt auch das Thema von der Resilienz, das ist die zukunftsfähig, wandelbar, anpassbar, multifunktional Nordstadt, die Rolle als Mittelzentrum, die durch mich da schon angesprochen wird, ein Thema von dem Tourismus, ein Thema von der Schule, vom Gesundheitsstandort, was ich dann heuer umfinde. Für ob die Elemente, das kommen oder die Elemente vom Landschaftspark, das dann effektiv die für den Naturraum rund um die Nordstadt, was hier ein bisschen prägt, seid in innen um Bild nachrenke, ja, wo ihr neben Siedlungsbereiche mit der Flüsse und dann Teller, die hochgehen auf Plateauen. Du siehst auch dann die entsprechenden Symbole drauf, wo dann eben vom Leitbild vorgeschlagen oder Potenzial gesiegt für auf denen Plätzen dann neue Elemente auch unterzubringen, die dann ein Thema vom Landschaftspark können sein. Das heißt, dass die bisschen zu gucken, sind da Plätze, wo die echte Natur soll belos bleiben, wo die Natur mir eine wichtige Rolle hat, oder andere Plätze, wo auch vielleicht neue Freizeit- oder Kulturaktivitäten können geschaffen gehen. Du hast es dann auch, wie schon gesagt, so, dass Dolo detailliert Konzepte als weitere Schritt vom Leitbild an einen gemeinsamen Arbeitsgruppe zwischen den Gemengen und den staatlichen Vertretern das weiter soll präzisieren, auch zum Teil, wenn man so Plätze, die im Fluss liegen,
dass das dann mit den entsprechenden Hochwasserschutzmaßnahmen auch aufgestimmt wird. Wir haben dann noch geguckt, wie man allgemein für allgemein auch ein bisschen ein Beispiel zu weisen, was das kein Techen, hier mal zu betten dürfen, zwischen der Wirtschaft betten dürfen selber an der Bläsbrick, den flachen Bereich, den zwischen Sauer Nationalstraße leidet, wo auch Deckerbauschule hier Versuchsfelder zum Beispiel hat, wo auch die Gemeinde Bettendorf selber plant, als Verlängerung von der Freschegas über die Feldweh oder eine Velosweh zu machen, die eine Konnexion auf die Nationalvelospiste kriegen. Da gibt noch nach Varianten studiert mit der Point-Chaussee, wie die Konnexion kann machen. Und heute wäre auch ein Platz, die dann eben noch vielleicht möglich wäre, für eben das, was schon besteht von der Ackerbauschule, vielleicht dann ein Agrikol zu integrieren, vielleicht auch mit regionalen Produkten einen neuen Anziehungspunkt zu machen. Natürlich, das Leitbild gibt einen Impuls, dass dort eine Möglichkeit ist, die dann an einem weiteren Schritt ausdefiniert wird. Dasselbe ist zu Schieren, der Bereich vom Biertringer Schloss. Bei uns ist wohl gewusst, dass das Areal vom Schloss selber nicht mehr an öffentlicher Hand kann liegen. Nichtsdestotrotz gibt es die Rotbuchenallee zum Beispiel, wo die Gemeinde Schieren noch selber am Gange ist, zu gucken, für die an Valeur zu setzen. Der Plan Rietz weist ein bisschen den Luftbild von Schieren, wo auch am Mobilitätskonzept dann Propositionen gemacht wird, für die Velosweg an Stölze zu legen, von so einer Aktivität fort. Es gibt die Projekte, dass Barriere fortgerollt gibt, für dann Unterführungen zu machen für die Fußgänger. Und längsseitig von der Uelze steht dann noch ein Bereich, wo beispielsweise Renaturierungsmaßnahmen könnte stattfinden. Und da ist dann noch eine weitere Wolle, die an der heutigen Thematik eine Rolle kann spielen, was wir genannt haben, Masterplan Renaturierung Nordstadt, dann noch guckt, konsequent das umzusetzen. Das soll ohne Techen, dass alle Flüsse oder Berge an der Nordstadt soll renaturiert gehen. Hier gilt es immer noch aufzuweihen, was möchte mehr Sinn, noch am Sinn von einem Hochwasserschutz, nicht alle Renaturierungsmaßnahmen, also auch gut für Hochwasser. Also auch zu gucken mit dem Maßnahmenprogramm vom Wirtschaftungsplan, von dem Wasserwirtschaftsamt, zusammen mit der Naturverwaltung, zu gucken, was das da wo möglich an dem Sinn dann noch Uferbereiche auflegt oder auch so Querbauwerke guckt aus den Flüssen rauszuholen. Eine Thematik am Bereich von den Flüssen ist dann eben die Inwertsetzung von den Wasserlehren. Das sind dann noch Sachen, wo die Gemeinden dabei sind, beispielsweise ein Tourismus-Lebensraumkonzept aufzustellen, wo hier auch Schnittstellen sind am Leitbild oder das Leitbild auch die Ideen damit abhält, wo ihr da seht, da sollen Plätze identifiziert gehen, wo ihr dann so eine Plattform oder Steg oder unter Fluss möchte, wo ihr dann noch Aktivitäten wie nach dem Kanufahren oder kulturelle Aktivitäten oder Restauration könnt mit kombinieren. Dann haben wir auch etwas, was an der Gemeinde Irpelding auch an der zweiten Info relativ häufig genannt ist, das ist der Bereich von Millewog. Mein Papa, den früher heute Zwertbrück gewohnt hat, als Kinder Jugendliche, nicht mal nur der Präsentation zu Dickisch nachgesucht, dass sie effektiv früher da schwimmen gegangen sind, das sind 50 Jahre hier. Und der Toten ist dann effektiv auch die Fläche durch beim Wirt, wo die Überlegungen sind, für das auch möglich zu machen, also heute den Urreiz eben für entsprechende Machbarkeitsstudien zu machen, für zu gucken, ob das dann noch mit den jeweiligen Reglementationen von einem Wasserwirtschaftsamt oder einem Umweltministerium möglich ist. Dann haben wir ein anderes Thema, das schon ein bisschen gesagt war, jetzt gucken, mehr Grings auch an die Städte, die Wirtschaft heranzubringen, was wir heute genannt haben, kleine Stadtoasen, wo ihr dann noch über so Pocketparks oder Urban Gardening Projekte kann gucken, für neue Flächen zu generieren, für die Grings an die Stadt heranzubringen. Das hat immer ein bisschen den dürblen Zweck auch, was Corona vielleicht gewiesen hat, Leute, gerade an den dicht besiedelten Bereichen, die dann mehr in Appartementen sitzen, okay, gar tun, für die ist es wichtig, dass sie auch in ihrem direkten Umfeld zu Fuß relativ schnell auf so Plätze kommen, wo sie sich dann auch können abhalten, wo sie soziale Kontakte können knüpfen. Und auf der anderen Seite hat das natürlich auch ein Vorteil für die Klimaanpassung, Sommer immer mehr warm gehen, Städte, die sich immer mehr abputzen durch die Versiegelung, wo es wichtig ist, auch geringere an Städte ranzubringen, für das dann noch aufzuschwächen und in dem Sinne dann noch zukunftsfähig zu sein. Und da muss ich dann noch vielleicht drüber nachdenken, no Motto Park statt Parkplatz, für verschiedene Bereiche, gerade an den Zentren von den Ortschaften oder der Städte, wo nach die Autos die Hand tun, das Bild da innen von Wien, das weiß ein bisschen,
Da ist ein Stoß, wo zwei Beam stehen, mit gesagt, den hauptsächlich Autoen, und du hast dann noch ein Projekt gesagt, generiert, die Autos sind fort, und die Leute tun sich dann an der Straße rumfahren, wo dann die Eltern sitzen, sitzen, dann kann er durchspielen. Da muss natürlich auch immer aufgestimmt sein, natürlich mit einem Mobilitätskonzept, natürlich, wenn die Autos nachher fortkommen, müssen sie einen anderen Platz kriegen, aber du siehst ja nur noch vielleicht auch ein bisschen aus einem Mobilitätskonzept. Der vierte Teil ist auch, dass die Stadt an Testphase machen kann. Da haben wir für Dickrich dann noch gewiesen, wo dann die aktuellen Parkplätze gerade am Zentrum sind, die blauen Punkte nur links auf der Karte. Die rosa Linie wäre, wenn ihr seht, geht zu Fuß vom Parking auf das Esplanade bis ans Zentrum 3 Minuten oder von der Gare 9 Minuten. Das sind Zeiten, wo ich sowieso ja vielleicht gucke, für an die Stadt zu kommen, für ein bisschen Stadt zu erleben oder die größte Stadt zu erleben, für zu bummeln und so weiter, weil du sonst keine Distanzen sind. Und dann habe ich aber viele Plätze, wo die Autos einfach noch durchstehen. Und hier so, wenn also einfach mal ein Stimmungsbild im Parking Goethals zu Dickrich, der weiß, du kennst ja einen Teil von dem Parking auch vielleicht einfach mal als Spielplatz umgemodelt gehen, dass wie gesagt auch möglich ist, mal phasenweise zu probieren, an dem ihn dann mobiliär oder auch Pflanzkübeln du hinsetzt, dann mal provisorisch sperren und da guckt, wie bei den Leuten ducken oder wie es funktioniert. Dasselbe tun wir bei ich zu Ettelbrück eigentlich gemacht, dasselbe Prinzip. Ich meine, die Projekt von der Uferneugestaltung, auch die Idee, den Monopolsplatz zum Teil umzugestalten. Wir wären eventuell auch nach einer Platz, wo die Auto in 4 Hand tun, die an eine ähnliche Richtung da vielleicht gehen. Noch wie gesagt, Leitbild sehe nicht konkret, das musst du an da sein, mit den Urregungen, die dann auf spätere Phase gesagt gehen. Auch jetzt haben wir dann ein Stimmungsbild auch nach, das weiß ein Arboretum bei der Ackerbauschule, die da vor das, wo auch das Potenzial kennt bestehen, das ist dann ein Element, weil wir mehr am Landschaftspark eine Rolle spielen, von denen dann auch für den Projekt auf Gemeinde dann involviert, das kennt abgehen für das Publikum, für dann entsprechend durch einen Naherholungsraum direkt unter der Wirtschaft doch zu machen, den auch noch vielleicht eine Konnexion mit der Klinik oder durch eine Synergie auch mit der Klinik kennt finden. Voilà, und da haben wir dann noch den Projekt von Ettelbrück selber halt Plan zur Verfügung gestellt kriegt von der Umgestaltung beim Deich, da das dann noch wie gesagt Projekte, die schon da sind, die Leitbilder von einem auch als gut Beispiel damit abhält. Das wäre schon mein letztes Slide, das dann noch, was der Minister Thomas an der Intro gesagt hat, wo dann eigentlich gesehen die Karte, die dunkleren Punkte, Stadtkerne von Ettelbrück von Dickrich, an den Nutzkehr von Irpelding, das viele Stück, was ja schon lange besteht von der urbanistischen Entwicklung in der Nordstadt, die zentrale Achse. Und da ist eben auch, was Umgänge gibt, die Entwicklungsgesellschaft, also Basis von den neuen Ideen vom Mobilitätskonzept, durch den Urbanismus neu zu gucken. Und auch hauptsächlich die Flächen, einen großen Teil von den Flächen sind am Plan Sektorial Logement schon als prioritär Wohngebiete ausgewiesen, für auch zu gucken, für Step by Step zusammen mit den Proprietären eben dem Thema erschwinglichen Wohnraum an der Nordstadt entgegenzukommen. Voilà, das wird dummer Stichwort auch gehen, für dann die Elemente vom Mobilitätskonzept durch den Herr Bausch gegen später weitergehen. Merci. Voilà, merci vielmals für die Präsentation und noch einen schönen Abend von meiner Seite. Für dann überzugehen zu dem, wie du von mir am meisten gesagt hast, mir konkrete Fassbare von Projekten, die wir wollen tun. Und ich will vielleicht aufhängen mit einer Erklärung als Anleitung, die den Plan National de Mobilität 2035 betrifft. Wer das ist ein Plan, in dem wir sind da eine Reihe schon schaffen. Einerseits Menge Kiper am Minister, aber enger zusammenarbeit mit der Straßenbauverwaltung, mit der CRL, mit Luxtram, mit der Administration des Transports publics, also die Energietär betrifft, das ist alle guten Akteure von der Mobilität schaffen zusammen drin und den Plan, haben wir noch nach einem privaten Büro mit beigehen, das den Schröder Associé. Und dann darüber hinaus gehen wir eine ganze Reihe Etüden laufen, wo wir sogar ausländisch Büro mal zugezogen. Und geht darum, das war der Modus, den ich schon 2017 vorgestellt habe, da steht, was ja am Anfang ein theoretisches Konzept ist, für das nur praktisch eine Musik umzusetzen. An ein Paradigmenwechsel, den am Modus stand, das war, dass wir gesagt haben, die letzten Jahrzehnte waren zuletzt gekennzeichnet, dass wir
Land viel entwickelt hun, eng extrem positiv, dynamisch wirtschaftliche Entwicklung hatten, von der man go viel profitiert hun, méi dat man am Fong die Entwicklung Läfe gelos hun an die ganz Gestaltung, den Urbanismusplanung von der Wirtschaft, von der Stiert, vom Land, a finalen von der Mobilität immerem dummer der Hand Drugelläf sind. Dat hicht immer entwickelt, dann hummer festgestellt, dat Probleme kommen sind, an dann si man mat den Problem mat de Chantier am Fong de Probleme han Drugelläf. An am Modul war vun de großen Schwerpunkte fir so dat muss ändern, aber wir müssen net endlich fertig bringen, net mir hannen run zu laufen, mir effektiv Situationen zu antizipieren, zu gucken, lo an du versteht du den Zeithorizont 2035, wie wird Lützburg 2035 können ausgesehen, weil das wirtschaftliche Dynamik, wo kann Bevölkerung bei oder wo kann Bevölkerung beikommen, aber was bedeutet das, aber was muss man donc von Infrastrukturen schaffen, für das man Mobilität in einem ordentlichen Sinn garantiert kriegen. Und das, was ich halt nur weisen, das ist am Anfang ein Teil aus dem Plan, ein Teilstück. Wir haben den natürlich rausgezogen, die war auch schon mehr frei fertiggestellt, weil man natürlich wollte mit dem Leitpunkt zusammen mit der Entwicklung von der Nordstadt parallel das wollte vorstellen. Natürlich nur als das, was man richtig und wette weisen, das nur angebet an die nationale Strategie. Das heißt, das muss ich noch zusammenhängen mit anderen Projekten, die auf anderen Plätzen am Land gehen. Und da machen sie am Anfang nach mehr Sinn. Aber wird gesehen, für die Region Hai, für die Nordstadt, für den Norden am gesamten Mengen Stadt hat heute einen Quantensprung aus Qualitätssprung aus, wann das bis enke kann oder bis realisiert wird ziehen. Es sind 3 Prinzipien an der Planung dran, die sieht auch auf dem Slide stehen. Und die nächsten, das betrifft den öffentlichen Transport. Das heißt, dass man versichern, den öffentlichen Transport so zu organisieren, dass den, egal wohin aus der Nordstadt könnt oder rund um die Nordstadt könnt, dann in einem Maximum einmal muss umsteigen. Und das natürlich den Transportement beim Umsteigen Rechnung gedruckt, dass aber natürlich viele an Ballungsgebiet Stadt oder Zentrum, weil da viele Arbeitsplätze sind. Das heißt, dass den öffentlichen Transport eine optimale Ausrichtung kriegt in Zukunft für die Leute mehr Attraktivkeit, für das sie noch mehr können drauf umsteigen. Der Zweite, was ihr seht, das am Anfang, das betrifft mehr die Agglomeration selber, Favorisation vom individuellen, nicht motorisierten Transport, zu Fuß gehen, der Velo, das heißt alles das, was Mobilitätsmöglichkeiten sind, für Kurzdistanzen zu machen. Für was gibt es schwere Punkte darüber gesagt, das wird man auch noch gesehen, später reinkehren, wenn wir am Januar dann der PNM vorstellen, wo man dann noch Strukturdaten publizieren. Da haben wir da festgestellt, die Zahl kann ich dann aber schon sagen, dass zu Lützeburg 40% von den motorisierten individuellen Bewegungen sind unter 5 Kilometer. Ich meine, wir sind als alle eins, Distanzen bis 5 Kilometer. Ich meine nicht, dass ein Auto erfunden geht, also sich mit Pferd stärkt von einer hohen Unzahl für so kurze Distanzen zu bewegen. Das heißt, das ist ein immenses Potenzial da. Für Kurzdistanzen, wo den Velo oder zu Fuß gehen, zum Beispiel sich ganz gut eignen, zumal auch beim Velo haut mit der Assistance Elektrik, wo das auch noch viel mehr einfach geht als wie für Drohnen, für dann das Velo zu nutzen. Und natürlich setzt das aber voraus, dass eine Infrastruktur besteht, die sicher ist, die bequem ist, für die Leute nicht müssen dauernd Fährte, was sie rundherum fahren oder zu Fuß gehen, natürlich, dass das optimal ist. Und dann natürlich den Transport individuell motorisé. Wichtig ist, dass wir da gesehen, das so konzipiert, dass das hier ganz Nordstadt von Bannen an ihrem bannischen Kehr meistens verkehrsberuhigt ist, dass das leider eine hohe Lebensqualität tun, dass den aber auch noch immer garantiert wird, dass den innerhalb von der Nordstadt auch mit dem Auto noch immer überall hinkommt. Das heißt, an der Lohwelt von Hai bei der Kaktus fahren zum Beispiel, die hat eine Garantie, dass auch natürlich mit dem Auto hinkommt, aber wenn wir wollen verhindern in Zukunft, dass, wenn wir dann die Infrastrukturen, die da wird gesehen, allgebiss gebaut sind, da dann nach viel Durchgangsverkehr hat, dann muss man das so konzipieren, dass das nicht immer vielleicht den direkten Weg ist.
Dat heißt, dass den dann, wenn ich von A auf B an der Nordstadt fuhren, vielleicht muss enke rausfuhren, die wird von den Konturen und der Proximität, das wird also vielgestalt kriegen, für auf die Platz zu kommen, weil das bedeutet dann, wenn wir das so machen, dass wir dadurch natürlich dissuasiv wirken auf den Durchgangsverkehr, da wird es für die komplett uninteressant, für nach Hart zu probieren, wenn er nicht will, an die Nordstadt selber kommen, dadurch zu fahren. D'autant plus wo jo dann en iwwergënne Strossereso do ass de ganz effikaz ass mat Kantoren mat Strossen, die viel besser ausgerichtet sind, wie haut fir dat können ze machen. Voilà, das sind die drei großen Prinzipien, die dat ganz Anfang die Philosophie sie von dem Ganzen. An wat da genau bedeit die Projekte, die du handrustechen, die wette Mark Kris ich firstellen. Ich meine, der Mark Kris as fir Point Chauss ist zuständig fir Region. An de kann dat viel besser mehr wiechte vergin ich mod direkt vorgeben machen. Merci. Merci, Herr Minister. Noch von meiner Seite schönen Abend. Ich stelle nicht das Mobilitätskonzept für die Nordstadt. Das besteht aus 7 Schlüsselelementen, die wir abgezählt haben. Ich gehe kurz durch. Das ist der nächste, das der Velos Expressweg, den wir bauen mit dem ganzen Velosreso, dann den Kontournement de Proximité von Ettelbreck, einen zweispurigen, also 2x2-spurigen Ausbau von einer B7, von Ettelbreck bis Rob auf de Friedhof, dann 4 Schlüsselelemente Kontournement de Proximité auch von Dickrich, und dann 5 Schlüsselelement Pôle d'échange zu Eppelding, wo ein Neugaren steht, und dann auch den Deplacement von der Eisenbahnstrecke zwischen Ettelbreck und Dickrich, wo man die dann lernst du Gold knapp lehnen. Und dann natürlich auch eine neue Achszentral, wir behalten eine Achszentral bei, mit das kein Achszentral mehr für den Auto, mit das eine Achszentral für den Mensch, wo man sich kann erholen, aber ich zähle nicht so viel für, ich erkläre nicht das noch encore gut. Das erste Schlüsselelement, das ist den Velos Expressweg. Es geht darum, wir sind den Velo haut nicht mehr als für den Weekend zu passieren oder als touristische Attraktion mit dem Velo, was von der Bau schon so die viele Distanzen, 5 Kilometer, die kann man machen. Und dafür bitte ich dann auch die Gegend, die man so nicht mengen, lernst den Sauerdal, Nölzestall, das ist immens flach, und da können ganz flott Verbindungen entstehen und da kann ich noch ganz viel Deplacementen am Alltag ganz einfach mit dem Velo machen. Dafür will man dann noch ein Reso haben, genauso wie wir mit dem Auto Reso haben, mit Autobunden und mit nationalen NCR. Also wenn wir heute für den Velo Reso kreieren, der noch strukturiert das, wo schnell gehen, wo man dann aber überall auch hinkommen. Wir kommen in Zukunft dann noch mit dem Velo bis bei all Haustier, bis bei all Supermärkten, bis bei all Commerce, aber wir kommen überall dahin, wo wir auch mit dem Auto hinkommen. Und das wollen wir mit diesen Maßnahmen erreichen. Das heißt, das erste ist in sich als Hauptachse, kann ich so als Autobahn für den Velo, das ist der Velos Expressweg, die sieht gestrichelt auf der Karte, die könnt dann in sich quasi aus der Stadt, Roppland, Steisebahn, wo man dann für dich zu Schieren kommen, durch Tieren fahren und dann Lernsteisebahn weiter bis auf Battlebreak, wo man dann noch die ganze Garerkarte können von da aus ausschließen. Und da fahren wir weiter, immer lernst Sauer, lernst Angeldorf und da weiter auf Gilströf, weiter auf Bettendorf bis auf Meiströf und so weiter. Und nun die Reso und die Hauptachse, in den Velos Expressweg schließt man noch all die Nationalvelospisten nun, wenn man dann am Bild aufhängen, das PC5, die könnt aus dem Jenstal, die könnt von Jolens, wo dann eine Verbindung hat bis auf Jolens da weiter, die schließt man zum Meiströf und dann ein PC22 Richtung Tannel vor, wo dann noch abgeht auf Hausen und dann ein PC7, die man ja am Kader von der Säkurisation von der N7 auch Mattbauen, wo schon ein Teilstück wird nächstes Jahr Betrieb gehen, aber wo man dann ein durchgehend Velospist tun bis auf Weißwampisch. Und dann natürlich auch ein PC21, die dann erstens in Richtung Fehle geht und dann noch weiter durch den Sauerdal rob, wo man dann noch bis auf Fanball kommen, reicht bis an Holland könnten robfahren und noch weiter in PC-Ursting von Fehlen aus, wo man da Richtung Stau Giffe weiterkommen.
Das nicht, dass man davon ausgehen, dass man nur von Weißwamp beschwert, man will bis an den Staat schaffen fahren. Das einfach, wir wollen eine Reise haben, wo dann die Kleinverbindungen, die 5 Kilometer, ganz einfach kann man will machen und dann von A auf B könnt. Und wir kommen, wie gesagt, man will dann noch in Zukunft bei all Adresse und wir kommen bei all Commerce. Bon, da sind natürlich noch ein paar Maßnahmen, die können wir kurzfristig auch realisieren. Das geht ja hauptsächlich, wir sind auf der rechten Seite von der Sauer, wenn das Bild längs guckt, das dann wo der Richtung Dickrich geht, dann da fehlen noch Verbindungen, wo man dann Engeldorf können mit Ausschließung vom Bierpelding kommen. Und da ist die für dann 2 neue Brücken über die Sauer zu setzen, für dann da die Verbindungen herzustellen und für dann noch die zukünftige Urbanisierung dann auch da und den Velos Express wie ugebunden ist. Und da gilt doch, ich meine, wir kennen die Velospiste, die da auf Dickrich geht, die erst sobald sauer aus ihrem Bett geht und bis nicht was, da steht sie in der Wasser. Und die will man natürlich, Velos Express, den 365 am Jahr auch praktikabel ist. Und dafür wird man die dann noch so legen, dass die in Zukunft nicht mehr bei Heichwasser wird in der Wasser stehen. Wir kommen zu den zu 3 weitere Schlüsselelementen, 2, 3 an der 4. Die sieht innen links am Bild, du hast das Schlüsselelement Nummer 2, das ist der Kontornement de Proximité von Nettelbrück. Wir schwätzen bewusst vom Kontornement de Proximité. An der Zeit haben wir früher mal Kontornement gebaut, wo wir weit rundherum eine Wirtschaft gefahren sind. Wir haben probiert, weit rundherum zu kommen, vor allem sich der Kontornement für die anderen Leute. Für die Leute, die gar nicht wollten, bei uns kommen, mit die einfach wollten Land fahren. Ja, und dafür haben wir dann große Kontornement immer geplant, für dann weit rundherum zu kommen. Wir wollen heute ein Kontornement de Proximité bauen. Für was de Proximité? Wir wollen, dass den Kontornement kann benutzt wird von den Leuten, die hier wohnen. Das ist von einem Quartier an den anderen zu kommen. Dass die nicht mehr mussten überall durch Ettelbrück, respektive durch Dickrich, Knöcheln, durch Gassen und überall. Du kannst einfach dann sein Kontornement de Proximité holen und können schnell von einem Quartier an den anderen. Das ist nicht nur ein Kontornement für die anderen Leute, sondern das ist ein Kontornement für alle, für die Leute, die hier wohnen, die dann noch schnell von A auf Z an die verschiedenen Quartiere können kommen. Bon, das ist natürlich den Kontornement de Proximité, das ist ein Element. Ein anderes wichtiges Element, das ist den Kontornement, das ist den zweispurigen oder feierspurigen Ausbau von der B7 zwischen Schieren und dem Friedhof. Das ist ein Hauptachs und die muss funktionieren. Die muss daran nicht, du musst den Trafik können laufen, weil ich meine, die benutzt die nicht, wenn da gibt am Stau steht. Da muss ein Achs sein, der auch funktioniert, wo der von da aus schnell an alle Quartier kommt. Und das nämlich auch für den Kontornement, das ist das Element 4, die sieht das jetzt am Bild, der Kontornement Proximité Dickrich. Auch in der Philosophie, wir wollen den Kontornement nicht für weit rund um Dickrich zu führen, wir wollen einen Kontornement, der noch kaufende Leute zu Dickrich benutzt gehen, ein Kontornement de Proximité, wo ich kann dann einfach von einem Quartier an den anderen fahren, teilt den Kontornement an das sehen von einem Quartier an den anderen. Weil dann ist natürlich überall da, wo wir dann von dem Kontornement rankommen, da können die natürlich dann auch mit dem Auto überall hin, wo ein Haut auch hin könnt, das ist nicht, dass Lobbyumlabs nicht mehr möglich ist, das ist sicher, die kommt nur mit dem Auto auch überall dahin, wo der Haut gewinnt sieht, zu fahren. Die kommt auch an alle Supermärkte, die kommt auch an alle Restaurants, die kommt auch bei allen Adressen, wo der Haut schon nicht kommt, der Schiedfried könnt auch in Zukunft mit dem Auto bis an sein Garage. Das ist garantiert. So, nächstes Bild. Ja, wenn wir dann fliehen, ein bisschen gucken, ich will mal Beispiele, die fuschieren könnt, ja, und dann den Kontornement de Proximité von Nettelbrück gucken, den fängt ja sich innen an, wo die alte Zigarettenfabrik aufgegraben gehen, als der Firma Land Sturchlaus darauf. Und dann kommen wir oben auf Berschnischer Straße. Und da wird neu aus, und bei dem Kontornement de Proximité von Ettelbrück, war dann in der vierten Planung nicht dabei ist, wir sichern dann auch hier den Ausschluss Richtung eng Avenue Salentini, für dann noch die ganze Centre Hospitalier mal umzuschließen, für dann noch die ganze Lycée mal umzuschließen, für Werke mal umzuschließen. Das ist ein, den forcieren könnt, den muss in Zukunft nicht mehr durch Ettelbrück knöcheln, mit dem kann sein Kontornement Proximité für die Berschnische Straße durch den Tunnel, und da könnt den Ruf bis bei der Centre Hospitalier und nicht müssen durch Ettelbrück fahren.
Das wird dazu nicht schön ist. Wir können aber viel schnell behindern. Nämlich, dass ihr die von Schiere könnt, die von Fehlen könnt, Baschnischer Straßruf, die könnt ob eine Kreuzung, wo dann kann sagen, okay, du fuhren nicht längs, wenn ich will an den Centre Hospitalier rufen oder an der Avenue Salentini, an der Lycée, respektive auf Werke will fuhren, oder für rund um Ettelbrück könnt dann auch da auf B7, wo dann kann Richtung Stadt fahren, respektive rum auf die Friedhof, respektive kann auch an den Deich fahren, die ihr könnt überall hin. Nämlich auch von Dickrösch, wenn wir von den Feiert sehen, wenn wir von aus der Felsruf kommen, auch da kommen wir auf den Kanton und Proximität, wir kommen dann an Quartier und wir können auch über den Kanton und Proximität an alle Richtungen, wir können Richtung Blaise fahren, wir können auch abfahren auf den Friedhof und wir können auch an der Mitte, wo ihr seht, bei Erpeling, wir kommen auch da auf den Supermarkt, wir können auch weiterhin nach Bengel dürfen, das ist alles möglich. Schön ist ein bisschen virtuell matt op Dres vom Kanton der Proximität von Ettelbrück. Die sieht ganz lang für ein bisschen situieren den Punkt C, den er langsam am Bild gesieht, das da wo sich die als Zigarettenfabrik die aufgerat ging, wo die so nach dieser Anlass wo Schlöchthaus ist. Da geht der Kanton der Proximität und da war auch all faire Planungen, die sind da umgegangen. Da steht der blaue Strich, den er sieht, das dann eng Straße, eng Breck, die bis bei der Bierster River geht, lernst das Schlöchthaus, wo man dann den roten Strich gesehen, da gibt man einen Tunnel, da fahren wir ändert den Biersch durch, und da kommen wir rum auf einen kleinen blauen Strich, das ist ein Viadukt, wo man dann da muss über den Dall, und da schließt man um Punkt B, das ist an der Mitte, das ist Baschnischer Straße, wo dann Richtung Fehle geht. Was eben noch neu ist, was noch dabei kommt, für die Planung, dass den Tunnel, wo man dann vom Punkt B aus, von der Baschnischer Straße aus, durch der Cité Patna durch, mit einem Tunnel auf die andere Seite kommen, wo man dann den CR 304 zuschließen, zu Wacken, wo man dann an der Avenue Salentini raufkommen, wo man sich die ganzen Centre Hospitalier, die ganzen Lyceen und all die ganze Karte da proper mit ausschließen. Das heißt, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr von Wacken könnt, kann ihr in Zukunft durch den Tunnel fahren, über die Landbaschnischer Straße, dann weiter durch den Tunnel und dann ist es schon bei der Zigarettenfabrik und nicht müssen den ganzen Weg durch Ettelbrück und über die Ettelbrücker Gasische. Das natürlich die ganze Kantonnement, die Proximität, das erlaubt natürlich die Gemeinden. Ich meine, da sind wir auch schon an Diskussionen, da werden in Zukunft von die Projekte in eine Realität gehen, da sind noch viele Diskussionen zu feiern. Da gibt natürlich viele Möglichkeiten für eine Gemeinde und auch für eine Nordstadt, für auch ganz anders mit seinen Karten zu gehen, dafür dann auch zu evaluieren, wo will ich den Trafik nach unten springen. Den Büropakt hat es schon, den Markt hat es schon jeweils angewiesen. Wir haben da doch mal ein paar Möglichkeiten abgezeichnet, wie das erkennt in Zukunft aussieht. Das ist der Projekt One, den als Zigarettenfabrik, die sind jetzt launcht, die Willows Expressway. Die launcht Stausebenzit. Der hat DAX für die Willow. Da längs gar keine durchschließen. Die ganz neue Möglichkeiten bestehen als Ettelbrück, zum Beispiel bei der Schule. Und in Zukunft da kein so ausgesehen. Und dann nehme ich den Auto seinen Platz mit mir und das. So, da kommen wir auf das Feiertschlüsselelement, das gilt für den Kanton der Proximität von Dickrösch, auch dynamische Philosophie. Für das kurz zu situieren, was dann mit oben auf der Kopf gesehen hat, das ist ein Herrenberg, das Cité Militär, und unten am Bild sieht der Dickrösch, wo wir ja heute gewinnt sind, am Kreis rundherum zu fahren, nämlich auch für die Ettelbrück und die Gera-Karte. Und den Kanton der Proximität, der fängt sich am Baum an der Lund, die sieht das ganz links am Bild, der Punkt A. Ja. Und da fuhren wir dann an den Herrenberg ran, das ist die blaue Strich, das ist eine Straße, also bald traut das ist ein Tunnel. Und da fuhren wir dann durch der bestehenden Straße, die abgeht auf den Herrenberg, da fuhren wir dann durch den Berg und da kommen wir auf B, das ist an der Klick, wo wir dann da rauskommen.
Das lo bëssen wie bret gezeechchen, dat da ginint a méi Varianten, wo man am Gang sinn ze studéieren, wo d Méigkeet besteet, wo man do rauskommen. Und da geht es weiter, da muss man einen Brick setzen über Zauer. Und dann geht es, das den, beim Punkt C, das die sich auskennen, das den großen Depot von der Premier Chaussee. Und durch die gibt man dann durchführen und da gibt man dann do und 3 Märkten zu Dickrich ausschließen und man auch dann Verbindung haben ob ein N15. Auch das, so Kontrolle und Proximität, ermöglicht dann noch zu Dickrich ganz neue Aménagementer. Ja, die N7 zwischen Dickrich und Engeldorf, die ja noch nicht mehr sollen 20.000 Autos in Zukunft fahren, wo dann auch die Gare kann ganz neu gestaltet gehen. Der ganze Platz da kann neu aménagiert gehen. Der Platz, wenn sich voll begegnen, kann ein paar Tölen. Wir sind am Hintergrund ein Zug, die Gare bleibt erhalten. Ein N7 alle Schwammen, wo in Zukunft nicht mehr 20.000 Auto fahren, die dann kann eben nur sein für den Velo, für den Mensch, aber wenn dann noch der Weg findet, ob sauer und nahe Velo. Kommen wir zu den nächsten Schlüsselelement, 5/6. Die sieht Uwen am Bild, das ist unsere Steisebundstrecke, wie das halt kennt, zwischen der Gare Rettelbreck und der Gare Dickrich. Die sieht die Eisenbundstrecke, da sind so Xer dran gemalt, das sind Passageniveau und die Barrieren, die taut gehen. Da gibt es insgesamt 5, die ja Betrieb sind. Das ist natürlich auch so eine Volontät für, das sind immer Sicherheitsprobleme für den Eisenbund, für die überall zu supprimieren. Was das große Problem ist der Eisenbahn, das schwenkt sich die Schneideise Karte und sich die zukünftige Urbanisierung an zwei Teile. Das ist immer schwierig, für von einer Seite auf die andere zu kommen. Kann nicht so eben ob den Barrieren rüber, mit das kein direkte Lien für die Leute. Sie müssen große MWK führen, für dann von A auf Z zu kommen. Das ist auch kein, den da sein kann, freiwillig dann da hin und her schickt. Nämlich gilt doch für als N7 haben wir 20.000 Autos, das ist wie so ein Genre, eine Barriere, wo ihr dann nicht darüber könnt. Und dafür ist die dann da für die zu recken, für dann zu summen eine Fläche zu kriegen, die wir proper können urbanisieren, wo man sich alles abholen Richtung Sauer, wo man direkt ohne Sauer ist, wo ihr kann fußläufig, man will einfach in Sauer kommen, ohne dass da als ein Element, das die Karte an zwei trennt. Und das eben die auch dafür die sämtliche Pernen zu supprimieren und dann auch so eine durchgängige Strecke zu kriegen. Und dann, also, wir wollen die Strecke natürlich, früher mal gut gedacht, für die Eisenbahnstrecke wegzuholen. Wir wollen die Eisenbahnstrecke halt nicht mehr wegholen, wir wollen sie stärken und wir wollen, dass die auch hier Rolle haben, an der Nordstadt spielt und noch eine wichtige Rolle kriegt. Da kommen noch 2 Halten dabei, die ist zu Engeldorf und dann noch nach zu Irpelding. Und zu Irpelding, da sind wir da bei der B7, da soll dann ein Pol d'échange entstehen, wo ein Parkhaus soll kommen, wo dann mit dem Auto sein Auto kann stehen lassen, wo dann direkt eine Verbindung oder Flottverbindung Richtung Stadt kriegt, für den Zug dahin zu fahren, respektive wo dann noch der Bus ist, wo dann alle Verbindungen aus der Region auch den Punkt an der U-Steuern, wo dann Flottverbindung kriegt, an die dann die ganze Achse, die man da zwischen Ettelbreck und Dickrich bedenken, wo da dann noch einen ganz, ganz flotten Taktwert kriegen. Und natürlich auch von da, wo dann noch die Pol d'échange Verbindung hört, man will über den Velos Expressway und so weiter, die Wölsing, Nordstadt, der Restweg, man will man wird absolut kein Problem, könnt von da aus überall hin. So, Pol d'échange, wie gesagt, am Hintergrund B7, das sind sich die Wiste, die haut da ist, wo dann eben, wie gesagt, ein neues Gas soll entstehen, ein Parkhaus soll entstehen, wo dann auch die Surface können genutzt werden, wo man hauptsächlich dann noch wollen Arbeitsplätze schaffen, wo ihr soll schaffen, nur und eben all den
de Meier en Transpore, siewet den Auto, siewet den Zug, siewet de Bus, siewet de Velo, du hast alles konzentriert an du will man sech hauptsächlich Arbeitsplätze schaffen a Commerz. So könnt dat dann in Zukunft op der Platz Pol d'Echange Irpelding ausgesehen. Das Mobilitätskonzept auch für Dirpelding hat natürlich ganz neue Möglichkeiten, wenn sich kann die Urbanisierung in Zukunft vorstellen, ein Zentrum am Schloss, dann die Nationalstraße nicht mehr die Rolle spielt, wie sie heute spielt, und dann ich kann überlegen, da eine ganz neue Organisierung mit Flotten, Kommerzen, mit Bistroen und natürlich auch im Shared Space könnt vorstellen. Der Mensch in sich einen Flottplatz am Zentrum kriegt. Dann der Pol d'Echange. Und dann wo wir dann hauptsächlich füllen, Arbeitsplätze schaffen, wo wir dann Flottverbindungen haben, und Zug, mit dem Bus weiterzukommen. So, und dann kommen wir zum 7. Schlüsselelement von diesem Mobilitätskonzept. Bon, ich erkläre ein kurz registriert zu oben am Bild ein Modalfilter, weil das wird vielleicht ein paar Mal gebrauchen. Was das ist ein Modalfilter? Ein Modalfilter ist am Anfang ein Platz, wo man nicht mehr alle Sorten von Verkehr durchlassen. Das heißt, zum Beispiel, du siehst dort grün gezeichnet, dass der Velo, dass der Mensch, der Fußgänger, der könnte von deiner Seite auf die andere ohne Probleme. Ich sehe doch den Bus und noch den Rettungswesen, Pompen, das ist das, wie wir sie heute nennen, die kommen auch da ohne Probleme durch. Wir haben den Auto zum Beispiel, der könnt da noch nicht durch, ich sehe da aber am Strich, ihr muss vielleicht einen anderen Weg fahren. Ihr könnt aber, wie gesagt, von überall hin, wo Haut auch schon hinkommt. Das ist das noch nicht, dass man den Auto als Wasch denken, mit dem Auto könnt, wie gesagt, auch überall, auf all Parkplätzen und all Garage, so wie in der Haut auch gewinnt ist. Also man muss vielleicht einen anderen Weg fahren, platzweise. Bon, die seht alles über nie gelöscht, die seht die gestrichelten schwarzen Strich, wir lehnen die Eisenbahn, wie gesagt, wir lehnen sie unter Rand vom Goldknapp, wir lehnen sie nicht auf den Goldknapp, wie das schon mal verstanden gouf, wir lehnen sie lernst den Goldknapp innen, Niveau von der jetzigen Bebauung lebt sie dann lernst den Rand. Und dadurch schaffen wir dann eigentlich so fast, die Flotters dafür zu urbanisieren, wo wir dann noch den Achse direkt tun, Richtung Sauer, wo da keine Barriere mehr sind, weder mit einer Eisenbahn und noch nicht mit einer Straße, weil ihr seht, die Blostriche, das ist die Straßenreso, wir lehnen noch die Straße, die N7, wie wir sie heute kennen, die lehnen wir auch River mit der Eisenbahn lernst den Hang, wo wir dann auch die Verbindungen an sämtlichen Quartieren, auch bei Allhaus, wie man das heute kennen. Mit das lohnt in Zukunft dann nämlich durchgängig für Richtung Dickrich. Mit dort eben, wie gesagt, die gesittet Rätsel am Bild, wo große Opfernparking ist. Da könnt ihr nämlich durch, mit dort ist dann ein Opfernparking. Da sind aber andere mehr Transporten, wie der Bus, an den Zug, an den Velo, an den Fußgänger, die kommen nach immer durch. Wenn ihr dann von der anderen Seite auf Dickrich will, dann hält den Kanton mal die Proximität. Und da können ihr noch an alle Karte im Auto von der anderen Seite. Und ich sehe dann damit, wie gesagt, das 7 Schlüsselelement, da war mal ein Kugel für einen großen Boulevard urban zu bauen. Ein Boulevard urban von 35 Meter weit, breit. Ja. Und wir haben den Boulevard uns beibehalten. Die Achse haben wir beibehalten, aber sie denkt in Zukunft nicht mehr für den Auto, wir sind erst hier noch für den Velo, sie ist hier für den Fußgänger, für den Mensch, für allem. Ja. Und dann noch für den Bus. Ihr seht, der Bus, der fährt dann noch durch, weil die Verbindung Richtung Dickrich, die bleibt dann auch für den Bus so erhalten. Und dann seht ihr unten die Grenzstriche, das sind Velos Express, das ist der Velos Expressway mit solchen neuen Projekten, wo man Brücken über die Sauer setzen, für dann noch den Quartier neu umzuschließen. Und dann auch die für dann Lernst Sauer, ich meine, der Markt wird schon nur geschwert, wo dann noch was die Sauer soll renaturiert gehen, wo dann noch
Naherholung soll ganz nobrucht gehen, wo man dann noch flott Parke können stoen, wo dann noch Aue sollen sto Sauerwert hier Platz, wo dann noch können Bewegungsprojekte mit Wasserbüffeln können entstehen und so weiter und so fort oder andere Sachen. Bon. Du siehst, dass dann sie, wie man es haut kennen, dann da war ursprünglich gedacht, eben den Boulevard urban dort zu bauen, 35 Meter breit. Du siehst, redet am Bild, dass dann sie, wie man es haut gebaut haben, mit einer Velospiste, mit 2 Spuren für den Bus an 2 Spuren für den Auto, da ist viel Schwarzbelag, dann noch mit Eisenbahn. Ja. Auch das, wie gesagt, das ist eine Barriere mit Straße, das ist eine Barriere. Und auf der anderen Seite haben wir noch eine Straße. Wir sind immer den einen Opa, der schafft es nicht, bei den anderen rüber zu gehen, weil da ist keine Möglichkeit, rüber zu gehen. Der muss weiten die Tour sicher für irgendwo einen Weg zu finden. Und das wollen wir abmachen, dafür leben wir die Eisenbahn Landstenhang, dafür leben wir auch die Straße Landstenhang. Und wir kriegen dann einen flotten Raum, wir machen den ab, da den sich kann bewegen an der Stadt. Und wie gesagt, können den aber mit dem Auto überall hin, da wo ihn gewinnt ist, und können auch mit dem Velo bei allen Adressen hin gewinnt ist. So, ich weiß noch nicht, was für Bilder an ihrer Kap gezeichnet tun, die werden ein anderes Bild tun, wie ich und so weiter. Aber schon habe ich ein Bild mitgebracht. Das werde ich weisen, dass das dort ist, das, was wir heute kennen. In Zukunft, was wir wollen, dass das dort ist. Das ist ein Achse zentral, nicht mehr für den Auto, aber wie gesagt für den Mensch. Ja, wo der Bus jetzt sind Plätze für die Richtung Dickrich und Richtung Ettelbreck fahren. Aber wie gesagt, der Velo an der Fußgänger, wo sich kann begegnen, wo ich noch kann. Ich meine, in der Covid doch ganz viel gemerkt, dass man Platz braucht und noch nicht nur daheim, aber auch, wo man können rauskommen, wo man es können begegnen, wo man es auch mal können treffen und man auf eine Bank setzen und erholen, da das hier Matzen am Zentrum von Engeldorf zwischen Dickrich und Ettelbreck möglich ist. Auch hier mal ein kleines Video präpariert. Auch wichtig ist, dass wir eine Geringvernetzung haben. Wir kommen mit neuen Brücken, neue Veloswege Sauer. 53 am Jahr, da kann benutzt gehen. Und dann auch über die Brecken rüberkommen. Dann noch eine Verbindung sicher bis auf den Goldknapp. Und dann auch die Naherholung im Goldknapp zu haben. Aber wieso, den Zentralachs, den nehme ich da soll sie für den Auto. Da kann 25.000 Auto mehr im Tag. Und ja, in Zukunft soll da sie für den Mensch. Aber ich will begegnen. So, das war von meiner Seite schon kein 8 Schlüsselelement mehr. Fantasie. Ich hoffe, das kann ich alle erklären. Und dann sind wir dafür Fragen zu beantworten. Voilà, ich will dem Marc Liesnecker groß merci so für seine ausfeierliche Präsentation. Auch noch verständlich für immer. Ich ging nur proposieren, dass wir dann eine Diskussion übergehen. Wir haben Mikrostunden auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Und ich ging auch dafür werden, dass reden und dem Mikro geht, den eine Frage will stellen oder einen Beitrag will bringen an der Diskussion. Erstens finde ich die Übersetzung als wichtig, sind politische Übersetzungen. Und natürlich auch, wenn wir ja auch am Livestream überdrohen, dass den Ton noch rüber könnt, dass die Leute, die von daheim aus das nur gucken, noch können als Smart kriegen. Voilà, das ist nicht, den nächsten als 4. Ich meine, die sind alle überwältigt. Ja, du hast den Herr, du kommst in die Redzeit auf 4. An 4, ja. Okay.
Voilà, da ging ich proposieren dann den Herr als für dich beim Mikro gewesen Nummer den noch 4. Normal soll den immer Damme 4 Mengen halten. Vor dem Mal lass ja. So, ich bin froh, was das ganz Gift kostet. Die kommt direkt mit der richtige Frage. Ja. Also, ich so nicht nur Montant, den ist aber natürlich nur eine Schätzung, ne? Weil wir sind hier nach nicht dem Projekt mal RPS, und da kommen ja Detailstudien mit Münnerwein Schätzung gemacht, dann all die Projekte, die 7 Elemente, die der Lohai gesehen hat, kommen aber Montant von bald 1,2 Milliarden Euro. Das heißt, wenn der dann noch dabei rechnet, dass man dem Moment für ungefähr 500 Millionen Euro, dass die Projekte, die entweder an der Umsetzung schon sind oder an der, die schon, wo auch schon Texte gestimmt sind, zum Beispiel Ettelbreg oder andere Projekte, da sieht dass man am Anfang für ganz Nordstadt zu summen an denen bis 2035 ungefähr 1,7 Milliarden wollen investieren vom Staat aus für die Nordstadt ernst abzustellen. An die A7, was hat die kostet? Und ich verschwende oder anderem, kommen so viel Bäume dahin, so viele Häuser dahin. Wie geht dann um am Wasser? Geht immer Überschwemmung, die Ernst zieht die dann, oder wie geht das? Die LA7, die verschwindet. Ja, aber die lo umgebaut geht. Die lo leicht neu gemäht, gibt für 3 Jahre. Das wird ja auch kostet. Nee, der 7 verschwindet ja auch nicht. Ich weiß nicht, wo der Donau kommt. Dann 7 Menge. Pardon, entschuldigt, ja. Ja. Dann 7, ja. Du machst kann etwas dazu vielleicht zu, was das kostet wird, das weiß ich schon nicht aus. Du klotzt etwas über das Wasser und über das Tischwasser. Also, ich meine, das ist so, dass das Wichtigste ist, dass wir mal den übergeordneten Straßenraum, dass wir den dicht bauen, weil sonst können wir den ganzen Rest schon nicht machen. Das sind die 2 Kantone de Proximité und das ist den Ausbau von der N7 von Ettelbreg, also B7, das Projekt ist ja schon gestimmt, die wird den Bau umgehen, dass man B7, also dass man von der Autobahn der 7 fertig macht bis Ettelbreg. Und davon Ettelbreg auf dem Friedhof, das war ja nicht viel gesehen. Für die feierspurigen Deal zu machen, das ist aber wichtig als übergeordneten Straße, weil sonst funktioniert das ganz nicht. Und dann den zweiten Kontur der Proximité. Bon, ich meine, das sind einfach die Voraussetzungen, für dass man überhaupt der Nordstadt die Entwicklung können gehen. Du kannst viel darüber diskutieren, ob Sachen, die gemerkt sind in der Vergangenheit oder frisch gemerkt sind, ob das im Sos verschmengen nicht. Erstens mal, jeder dort steht, das ist ja 2035, das ist ja ein gewissen Zeithorizont. Das ist nicht, wir sind nur 21, das sind 14 Jahre. Das heißt, kann ich nicht so, dass alles das, was investiert, genauso die Straßen, wie die so, die frisch gemerkt sind, da im Sos. Ich meine, das müsste gemerkt. Mit dem Macht kann etwas dazu so, nach dem Detail vielleicht auch noch zu dem, was das kostet. Ja, das ist schon richtig, wie der Minister sagt, dass die N7, die mal frisch gemacht haben, das ja eher mit denen können, du mal daran denken, für den Modellfilter anzubauen, da muss ja die ganze Reso, die man vorgestalten, da muss die auch funktionieren. Da muss ein Kanton mit Proximité, Ettelbreg funktionieren, da muss die B7 ausgebaut sein. Und da muss auch der Kanton mit der Proximité von Dickrich funktionieren. Dann können wir dann sagen, okay, wir setzen einen Modellfilter an, wir lassen da einen Teil von den Autos da bei einem Platz nicht mehr durch. Für die Straße, die jetzt sicher noch hier Daseinsberechtigung und den Invest war auch nötig, weil wir brauchen die sicher nach den nächsten Jahren an der Form, weil da fahren viele Autos und die Achse, die brauchen wir weiterhin und dafür war der Investor auch. Ich meine, wir rund über ein bisschen mehr wie 6 Millionen, die da angeflossen für die Straße an 3 zu setzen, weil die hat ja auch schöne Satzungen und die hat ein bisschen an 3 gesetzt. Da will der Claude Thomas etwas zu dem Wasser sagen. Also das ist so, dass die Idee von dem Landschaftspark, die will man natürlich verbannen auch mit den Überschwemmungsmaßnahmen. Ich war mal selber die Woche nur den dramatischen Überschwemmungen, die man diese Summe hat, vielleicht mit dem beim Karl Diespus wärmer zu Angel dürfen op der Wellosbrick hummer mat den Epeldinger am Schäferrot geschwert. Ich mengen die Angel dürfer Leute die hatten das Gewicht Chance, ne, weil 10-15 cm mir heich, da wäret iwwer Mauer gelaufen, dann hätten sie aber eventuell müssen evakuiert gehen. Auf die anderen Seite muss ich so eigentlich muss man dem freiere Bürgermeister von Nepel, dem Herr Rassel, eine große Merci, so, weil den hat sich schon demos immens angesagt, dass die Terren aufgesenkt sind, dass die Mauer gebaut sind. Das heißt für mich als der Fett, dass Wasser das so extrem wäre,
Und dass die zu Angel dürfen oder die zu Angel dürfen nicht, wo müssen evakuiert gehen. Das ist ein immense Merit von mehr Rassel und noch von denen, die Demos all die Maßnahmen gemacht haben. Was machen wir lo? Sind 1993 hat das Wasserwirtschaftsamt ganz detaillierte Etüde gemacht. Angel dürfen umgesetzt gehen. Andere Plätze sind nicht umgesetzt gehen. Ein Platz, und dat, die zu Gilsdorf, die waren nicht froh darüber, die waren das in der Wasser auf der Kirelberg, die dann von der Schiede Schmiederer könnt. Du wärst schon 93 viel gesehen, dass du, so wie Dieret glücklicherweise am Wegtal hast, und dafür an der Salentini nicht mehr in der Wasser steht, oder nicht mehr, also auf alle Fall, du kannst ihn mehr holen, weil du am Wegtal ein Bassin de Retention hast. Und die geht an diesem Tag, geht das umgesetzt, was 93 schon viel gesagt, also viel gesehen, weil das geht auf der Kirelberg, das geht probiert, über die nächste Wand umzusetzen. Und dann möchte das Wasserwirtschaftsamt auf Basis von der Etüde von 93 geguckt, die Maßnahmen, die wir damals viel gesehen haben, wie eng sind nicht umgesetzt, müssen umgesetzt gehen. Und da gucken wir zusätzlich, weil wir ja einfach merken, wir haben mehr stark reden durch die Klimaextreme wie für drin, ob wir andere Plätze, notamment zu Irpelding, ich meine, du sind am Angang, also zwischen Irpelding und dem Rond-Point oder der Brick, wo die Petten ist, ich meine, du sie groß wissen, dann die Plätze, wo Dülsig und Sauer zusammen lebt, da wird nur geguckt, möchte es Sinn, für die auch wirklich großflächig aufzusenken, mit den Bauern, die da sind, einen Kontrakt zu machen, so wie das auf einer Platz gemerkt ist, für eben da nachher dann quasi Angeldorf zusätzlich zu schützen. Aber mit Angeldorf natürlich auch das Bauen Achse Zentral, lassen wir so mehr Heichwasser kompatibel zu machen. Die Etüde, die wird vom Wasserwirtschaftsamt lanciert, die wird den Wasserfonds finanziert, und wir haben hier eine ganz enge Schnittstelle, einerseits eben noch schmengende Paul Schuss, erst du angebunden, aber wir auch von der Nordstadt Entwicklungsgesellschaft, für eben da dann zu sehen, was können wir da machen, für eben den Heichwasserschutz zu kombinieren mit eben dem Urbanismus da auf der Straße, und aber auch mit Nachholungsgebieten, die wir wollen ja am Kader von dem Landschaftspark schaffen. Das ist noch von der BMB. Die BMB, wo wir hier Landstängesätze, Landappartementer, die halten nicht mehr wie 25 Jahre. Das ist also wichtig, da gehen die BMB krank, weil die packen das nicht mehr an den Wurzeln, die erstecken. Die erstecken wirklich. Weil es sind Gärtner gewesen, und ich weiß, wo war das Schwätzen, ich schon eine lange bei einer Gemeinschaft, wo ich auf Plätzen auch gesehen habe, wo wir BMB gesagt haben, die sind durch 10, 15 Jahre sind die Futti gegangen, weil sie verdröscht sind. Und das geht es doch so. Ich habe noch nicht genau verstanden, akustisch. Mengt dir die neue BEM, die soll gesagt Die neue BEM, die noch kommen. Ja, BEM. Landschaft N7. Nee, also die sind alle gekommen. Das die BEM, die haben knapp 25 Jahre. Das habe ich selber gesehen, als ich auch selber gesagt nach einer Zeit, wo ich da geschafft habe. Und ich glaube nicht, dass die BEM haben. Da gibt es Frischer gesagt, da kostet 1 Millionen. Ja, was tun wir dann noch nicht? Wir sollen gucken, dass als Bösche sollen an 3 gemäht gehen und nicht so viel mehr gebaut wie am Moment. Dann hat man mehr Sinn gemacht, wie wir das tun machen. Weil wenn der N7 da nach so viel gebaut wird, dann denkt es auch die Wasserbassin an der Danet nicht. Da gibt es so viel Wasser, so viele Tonnen Wasser, wo lebt das dann alles hin? Okay. Da freue ich mich da. Da gibt es eine Chance, dann so nicht statt. Also, du steht das Bilder, das die wird die scheint schon. Herren, kann ich auch vielleicht ab so, da stehen ich gleich schon 10 Minuten ein. Ja, nee, also, selbstverständlich. Jeder können eine Tour mehr. Ja, ich verstehe das ja auch mehr. Ich kann aber nicht, so ich darf dich nur eine Stunde dann donnerem dem Herr antworten. Also dann antwortet dem Herr, aber okay. Danach. Wenn man das Wort gegeben hätte, hätte ich schon lange geantwortet. Die BEM, die da gesieht, dass sie kein BEM, was da genau hinkommt, das wissen wir ja auch noch gar nicht. Aber wie das hier nur begrenzt an Ugelisch geht, wissen wir auch nicht. Das sehen wir ja nur im Detail ergreifen, was wir werden schon BEM da setzen. Erstens nicht die Millionen gehabt, wie das, und zweitens, die auch langfristig Bestand tun. Komm, wir geben der ganzen Sache eine Chance, und das tut auch nicht mit dem Rest von der Böscher zu sehen, hier geringflächen umgesetzt,
weil natürlich wichtig ist, dass den am urbanen Raum auch Begeringungen hat. Es geht schon nicht darum, dass man nicht mehr alles wie das richtig so zu betonieren, auch Geringflächen an den urbanen Raum schaffen. Voilà. Ich entschuldige mich, dass ich das Dolofleisch gesucht habe. Das sind noch für die Natur, also das ist kein Problem für mich. Meine Frau, als aber los geht um den Contournement de Proximité von Ettelbreck. Ich fand den also ein bisschen zu kurz kommen. Wir haben ganz viel gesehen von Ettelbreck, ob Dickrich, was da geschieht, aber nicht so ganz viel vom Contournement de Proximité. Ist das möglich, dass da vielleicht irgendetwas bringt? Weil der geht schon los, fuschieren, geht den in Tunnel, geht den Rob. Bis Richtung Fehlen. Für Fehlen ist dann ein Brick geplant und da geht den Tunnel weiter auf Werken auf. Meine Frau, die ich habe, wir wohnen da oben an der City. Das ist eine City, wo der Boden schon gerutscht ist. Das ist eine City, wo ganz viel Regen, also ganz viel Wasser von Fehlen raufkommt. Hast du schon eine Etude gemerkt vom Wasserwirtschaftsamt, für ihr dummer daraus? Weil das Gemeinde Ettelbreck hat ja auch in Wasserabfangstation am Gang zu bauen. Für drin also immer gedurchgehen, für 20 Kubik, die da gingen raufkommen, es sind da sogar Döbel, es sind da 40. Wie ist dann die Struktur von dem Himmel da? Das ist mich froh, weil wir als Leute, die da wohnen, und da wohnen da ganz viel, da geht schon dann ein Tunnel innen drin, wie Dave kennt den Tunnel durch die ganze Berg rauf. Das ist mich froh. Ich kann mich setzen, ich kann mich schon nur setzen, die könnten das ja dann am Allgemeinen. Sie können aber auch gerne bleiben. Nein, ich setze mich nur. Ich könnte auch gerne setzen, da war ich mal erklären, wie ich gesagt hätte, das ist kein Problem. Das stimmt ja doch schon lange. Also ich gehe ganz kurz auf den Trasse an, für dich, das wo der Punkt B ist. Für die sich auskennen, das ist ungefähr, da wo du hast ein Autosgarage, mein Nissan oder Citroën und so weiter. Das ist ungefähr so der Punkt. Ja, das ist soll nicht genau, wo das ist. Und das ist sich auf dem Niveau von der N15, die da Richtung Fehler geht, wo man dann da an den Tunnel gehen, wo da rauf geht, Richtung Werken. Bon, das wie gesagt, da hast du Strich auf einer Karte. Wir haben auch schon mit Geologen geschwärzt, wir haben auch schon mit der AG geschwärzt, auch mit Leuten vom Wasserwirtschaftsamt. Wir haben das alles aufgeklärt, Prinzipien diskutiert, wir sind aber nur noch keine tiefgreifende Tüten gemacht. Da sind natürlich Thematiken abgeworfen, die muss man alle gut gucken. Wenn wir schon alles weisten, dann müssen wir nicht mehr studieren, dann gibt man morgens die Mission machen, dann gibt man mal bauen. Wir müssen die Sachen alle gut analysieren, wir müssen ein Konzept stehen, was wir wollen machen, das haben wir zusammen festgehalten. Lassen Sie mir umgehen, das hier im Detail zu gucken. Wir natürlich, wie schon gesagt, am Vierfeld mit den konzernierten Verwaltungen da schon die Thematiken angeschaut. Ich weiß, dass da Wasser aus, da sind noch Trinkwasserquellen, die Thematiken haben wir schon angeschaut. Wir wissen noch, wem wir sie wollen lesen, das muss ich natürlich nur im Detail alles gucken. Das, ich hatte zu Dickrich auch schon gesagt, wir werden nicht froh kommen, dass den Tunnel, das sind sich Rauer. Also Rauer, das ist ein Zonensystem, das wir durch den Berg bauen. Und hier stehen nur kein Abfluss auf jeden Fall Trinkwasser, weil Trinkwasser oder das Wasser kann da rundherum zirkulieren, so viel wie das. Wir werden noch geologische Schichten bleiben, die relativ dicht sind. Die dicht sind, wo man dann auch weiter kein Problem mehr werden haben. Natürlich muss mir da auch geologische Etüden nachmachen, da sind noch sicherlich Stabilisationsmaßnahmen nötig. Ich sehe aber da kein Risiko für die Bebauung, die da drin ist. Da muss ich genau wissen, wo die wohnen, dann kenne ich das. Also wir fahren dort in den Berg ran, natürlich die Häuser, die ein bisschen vier stehen, da sind wir nicht so tief drin, da werden wir dann so 10, 15 Meter drin sind, die anderen werden wir 40 Meter drin sind. Ja.
Das ist schwer zu sagen. Das ist Teil von Haus zu Hause auf. Aber von der Leute guckt, bevor ich von den 15 Ruf bis an den Werktag, ist mir relativ schnell auch da Dave an der Beige. Ja, komm. Du musst rüberkommen bei dem Mikro, ne? Oder hat man damit, pardon, komm. Ich war nach einem Herrn, der zweite Reihe, ja. Ja. Bei dir kein Froh mehr. Ja, okay. Ja, schon ein froh eben noch zum Contournement de Proximité. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht ja der Fehlerdelchen zugemäht. Der Fehlerdelchen, der geht zugemäht, ne? Der Fehlerdelchen ist ein Gemengestraße, wo die Auto oberst, das bekannte Schleichfähig. Und war in der Zeit doch viel an der Gegend in NRW, wo ich noch ein bisschen jung war. Sind ich den noch tags gefahren, ich kenne den gut. Das ist so, dass die immer nach für eine Verbindung von einer Velospiste hinzukriegen. Wenn natürlich die dort Möglichkeiten bestehen, dass man auf den 15 raufkommen, dass man an alle Richtungen, dass wir auf Werke kommen, dass wir rüberkommen bei den Centre Hospitalier, da kann ich natürlich darüber nachdenken, mit den Gemeinden, ob in den W eine andere Affektation gibt. Da muss ich noch gucken, das ist aber, bis da tut nicht alles realisiert, das ist der Zukunftsmusik, da muss ich noch im Detail gucken. Weil das ist so, dass ungefähr 2000 Autos da fahren. Wenn ich mir vorstelle, für der Deutsche gibt zugemäht gehen, da geben die 2000 Autos da oben viele Rufbastische Straße fahren. Lo zur Zeit ist enorm viel Stau, lo schon. Wenn die 2000 nach da dabei kommen, da stehen sie bis auf Fehlen. Das ist ein reales Problem damit. Also wir haben ja den nationalen Réseau, den Autobahnen, den Nationalstraßen und CR. Wir sind ja immer froh, wenn wir als Straßen den Trafik unzeigen. Wir wollen ja nicht, dass ein Info durch Karte führt, dass über kleine Straßen führt. Aber wir wollen ein attraktives Réseau bauen. Natürlich bauen wir die Réseau so, dass es funktioniert. Und ich wäre froh, wenn wir die Autos aus dem Fehler Dälchen, also schon so attraktiv machen, dass wir die aus dem Fehler Dälchen da rauskriegen. Und dass die nicht mehr müssen zu wacken durch die Karte fahren, dass die nicht mehr müssen zu fehlen durch die Straße fahren, wo die Schule ist. Und dass wir die in Zukunft über den 15 kriegen. Wie gesagt, wir bauen die Straßen noch so, dass sie dem Trafik da meistern und dass das nicht zum Stau kommt. Und dann die dürft ja etwas nicht vergessen, wenn das ganze Konzept bis realisiert ist, das ist die Straßenreso plus alles, was sonst noch geplant ist, dann hat das schon einen immensen Impact auf den Verkehr, wie der sich entwickelt. Und da muss ich natürlich gucken, am Zusammenhang mit anderen Projekten, schon gesagt, dass das so angebaut an den nationalen Projekten dabei so kann ich nicht nur Haut jugieren, eine gewisse Straße, wie der Verkehr haut das par rapport zu dem, wie das da wäre an Zukunft von Natur alles bis fertig ist. Wir gehen dann davon aus, dass man eine andere Verkehrssituation hat. Das ist ja das Objektiv, das man gehabt hat. Man kann nicht 1:1 einfach so, die Straße wird so viel, also eine Belastung, aber Natur, da kriegt der Verlierer der Verkehr von da nur dahin. Dann wäre, pardon, den Herr Leif, wollt ihr ja, von der Welt, ja, das ist das Mikro, das erwartet. Kommt ihr halt schon, wollt ihr hat ihr eine Frau? Ja. Ja, da fängt ihr halt an. Ja, den Contournement de Proximité, das ist alles schön und gut, und ich kann es nicht mehr begreifen, aber wenn ich gucke, all die Tunnelen, die sollen gebaut gehen, außer dass mit dem Wasser so gibt es ein Problem, Haut schon Stimme am Stau, wenn die Tunnelen müssen gewacht gehen. Und wenn ich gucke, ich kann mir nicht vorstellen, dass da parallel zu den Tunnelen auch nach einer Straße baut, weil wenn da 7 Tunnel so ist, dann ist relativ viel Stau und da geht ja das Auto ja umgelegt. Wie hat die Stadt dafür gestaltet, von da oben dann die Konturen soll sehen, wohin sollen die Autos, wo will die dann hinsteuern, weil das geht ja ein großes Problem. Wie will das lesen? Also, dass die Schwarzlower am Tunnel mal so sind, weil Entretien muss gemacht werden, weil was ja relativ oft vorkommt bei all den Tunnelen da, ja.
da sind wir ungefähr am Rhythmus von all 3 Wochen, als ihr irgendwo, okay, all 6 Wochen, irgendwo, wo man Sorry, der Nordstraße, das sind nicht alle 3 Wochen. Ich kann nicht so, Herr Bausch, ich muss heinz du ab Erdauer, ich komme viel aus der Stadt, ab Erdauer, als immer irgendwo in Tunnel, und da muss ich, gibt mir das immer machen, gibt mir das, und das ist regelmäßig. Ja. Vielleicht lo, voilà, war nicht nur den einen Tunnel als den anderen Tunnel, aber es sieht relativ viel, wo ich Konturen von Konturen machen. Das ist eine Realität. Also das ein Tunnel als Bauwerk an den Tunnel, die man haut kennen, da sind ganz viel Technik dran. Da sind Ventilatoren, da sind, ich meine, es sind 60 Sensoren dran, die permanent Daten sammeln. Ich erkläre nicht zu sagen, Trafik. Natürlich brauchen die heinz du entretieren. Das ist wie eine Maschine, die muss heinz du kontrolliert gehen. Also ich kann schon nicht so, dass den Tunnel da nie enke gesperrt wird. Die geht sicher heinz du mal ein zugemacht. Und da muss dann an der Nucht dann den Entretien gemacht geben von den Apparaten, von den Sensoren, von den Computern, von all der Technik, die dran ist, für die erste da für Sicherheit. Aber dann ist es eben die Zeit, eben an der Nucht, wo man dann den Trafik dann eben über die bestehende Reso dann wie früher oder wie betraut kennen, dann eben muss leben. Da kommt man nicht die Straße soll ja aber nicht mehr so existieren. Ich meine, dann ist ja so Flü. Die bleibt ja bestehen, die Straße, die kommen nicht weg. Ja, aber die wollen ja alles besser ja beruhigen, soll ja bepflanzt gehen, also wie sollen die dann... Nee, also Bepflanzungen, die sind ja nicht da, die sind an dem Zentral. Ja, ich komm, wir bleiben mal bei dem Heiten, den Heiten, also wenn der von oben lo kommt, von Fehlen ruf, dann hat das ja keinen Abfluss auf den Achse Zentral, der will ja an den Staat an der Regel. Haut vor der just querst durch Ettelbrück, für an den Staat zu kommen, und dann fuhr der ja da auf die Autobahn runter. An Zukunft kommt er dann eben den Dover. Dann tun das so, da muss er während der Woche oder 2 Wochen, wo das. Der muss ja einen Weg fahren. Gelebt? Da sieht er ja an Etterbeck, muss ja am Raum. Ja, ich denke, das aber mengenisch, da geht aber einfach recht enger Lichtung. Holen wir mal 2 Wochen am Jahr wäre das der Fall. Dann hat er aber den Rest vom Jahr das nicht der Fall. Das ist aber besser wie Haut, sind wir uns selber eins. Weil Haut fährt er sowieso all der durch Ettelbrück. Okay, 2 Wochen, das schwer man das merken. Nee, komm, ich weiß ja aber auch, ich kriege die Statistik viel gelöscht, die Tunnel, wie so. Wenn natürlich Akzidente an Tunnel sind, das ist natürlich eine andere Diskussion. Aber für die Erwartung, pardon, das ist nicht an alle Wochen, wo der Tunnel so ist, für die Erwartung. Das ist nicht richtig. Herr Ley. Ich bin mir einfach froh. Die echt froh in der Mark. Wie viel Prozent Gefälle hast am Tunnel zwischen B und A? Die zweite Frage, die ich schon kannst du weißt du von Ettelberg auf Dickrich kannst von den 7, die Jolo frisch gemacht in für 3 Jahre, wenn du im Zoo hast. Und drittens ist eine andere Frage, die Tert betrifft, getert, bebaut oder nicht, nur an ihrem Konzept. Also Tert dürfen zu Ettelberg. Also den Gefall, da so 4% vom Hofruf, so den Dreher sind. Ja. Die zweite Frage hatte ich schon nicht ganz matt gekriegt, oder? Aber von Ettelbrück will es auf Dickrich fahren. Aber wenn er nur den Reso bis funktioniert, dann kannst du mit dem Auto zu Ettelbrück starten, wenn du mit dem Auto fahren. Und dann fährst du auf den B7, du fährst runter auf den Friedhof. Und dann fährst du den Friedhof, den Bärmendal rauf, Kanton mit Proximität. Und dann fährst du dann die Karte, wo du dann willst fahren. Ja. Wo du dann auch an alle Park gehen kannst, den Haut besteht, wo du dein Auto kannst, wie gewinnt kannst. Das ist du fährst nicht mehr durch Land Stierpelding durch Engeldorf. Du fährst über den Friedhof. Und dafür bauen wir auch die Straße auf 4 Spuren aus. Das ist natürlich als Hauptachse, als Hauptoder, und die muss ja funktionieren. Und da geht auch der Friedhof, der wird auch da neu gestaltet gehen. Das geht mit dem Rundpunkt da auf der Platz nicht durch.
Zu der Geschichte mit der Herd, also ich meine, wenn ich den PAG von Ettelbrück kennen, dass den am Differé, du hast nicht viel gesehen. Und das, was mir auch mit der Ettelbrücker Gemeinde geschwert und nicht denke festgestellt haben, hat der Ackerbauschule, also die Menschen ein Arboretum. Und den Arboretum ist heute nicht valorisiert. Aber wenn dann an die Klinik, wo ja oft im Moment auch gedurcht geht, dass von mit dem Stau so an der Salentini weitergeht, dann hat die Klinik vielleicht auch keine Zukunft. Lo, wenn wir die Probleme vom Verkehr lesen, da kann die Klinik ja auch da eine Zukunft haben. Und dann mengen ich, dass es auch nicht schlecht wäre, dass sie evaluieren, weil die Leute, die an der Klinik sind, ob ich nicht für die eine Möglichkeit schafft, für dann, was ich mit dem Lift bis auf den nächsten Stock von der Klinik zu gehen, handeln, hat so eine Passerelle der Baste, nicht mehr weit weg von dem Arboretum. Und, ich meine, das sind Sachen, das sind Ideen, und am Kader von dem Landschaftspark, den wir planen, wird man die dorten Idee verdienen, weil Teer dann eben noch den Arboretum eine immense Chance ist, für eigentlich noch einen zusätzlichen Naherholungsraum für Ettelbrück zu haben. Und ich bin gerne froh, man muss natürlich auch mit der Ackerbauschule diskutieren, als ich froh, ob sie die Versuchsfelder, die sie da nach unten, wenn sie bis zu Gilsdorf sind, ob sie den auch so werden nutzen. Und dann einfach diskutieren, wie man den Platz, was aber wirklich ein immens Schönplatz ist, wie man die eventuell mit den Bauern zusammen, also Landschaftspark heißt, dass ich nach Landwirtschaft habe, dass ich Natur habe, dass ich aber trotzdem auch schließe für die Leute. Und ich fand, dass ich zu dickrig, wenn da die Plätze von Dieseln stehen und dann auf den Teufel selten, das ist ja schon, so habe ich, du hast in Hecke gesagt, du hast eine Möglichkeit geschaffen, dass die Leute zwischen den Beisten durch spazieren gehen. Und dann haben wir einen Hang, wo wir Landwirtschaft tun, aber wo wir auch der Leute einen flotten Platz bieten. Und das ist ein bisschen die wir probieren, eben vom Birtringer Schloss über die Herd bis auf Bettendorf, dann an ein Konzept zu erschaffen. Ja, als engagierte Velosfahrer habe ich dann natürlich auch Fragen zu dem Thema. Das weil das für Bild hat auch keine Sinn, was der Lograto hat. Ein erstes als Bemerkung, die neue Velospiste auf der neuen Strecke für Bangeldorf, die dort wirklich gut nicht, die do rot gezeichnet, das Landstabstraße, das geht Robberhof, da können den Auto normaler rausgefahren, mit Göttjot Alternativen, Landsauer. Mit das als Velospiste zu verkaufen, das nicht wirklich gelungen. Bon, mit das passé zu dem Tunnel do, ich war sie regelmäßig an Alpen, man Velo NRW, und du war ich für 2 Jahre beim Lac du Bourget, da gibt es den Tunnel du Bourget. Ich will nun, dass die Tunnel in do Jahre einen Nottunnel kreieren, für alle Fälle, wenn etwas passiert. Beim Lac du Bourget gibt der Nottunnel konsequent ausgebaut als Velostunnel. Das wäre eventuell eine Alternative, wo ich könnte und denken, tut ihr Zeit, für das zu machen. Das gesagt ganz flott, ganz gerne kann ich euch ein Foto von da schicken, wie das ausgesehen wird. Also das ist wirklich der Nottunnel vom Autostunnel, den als Velostunnel ausgebaut wird. Da wäre eine Möglichkeit, für das eventuell mal dran zu bringen. Eine andere Frage nach dem Velo Expressway, als ja dann wohl etwas wie ein Autobahn. Und da geht mich schon interessieren, als das wirklich nicht mehr für Veloen oder sind durch Lefer, Skater, Horn, Kutschen, also 400 W, weil das ist momentan natürlich auf den sogenannten Velospisten der Fall, auch von den nicht sportlichen AWs, für den ganztags do nimmen am Zickzack hindern hier an Challen heieren, vielleicht nicht, entweder weil sie so alt wie wir schon nicht heieren, oder weil sie eben Stoppermauer haben, an der Musik lauschen oder auf dem Handy gucken. Also auf diese Velospiste lebt die momentan wirklich gefährlich. Da wäre ich froh zu den Expressbahn. Und dann eine Suggestion, die ich auch bei Pont Chaussee auch noch als Adresse und als Kopie und dem Ministerium vom Herrn Bausch geschickt habe. Es gibt momentan auf der Television Reklam gemacht dafür, dass Fußgänger sollen längs an Velo rechts fahren. Ich habe Suggestionen geschickt,
dat den sech Fleisch gi bësse méi ginn fir d Vëllerspisten och dementsprechend ze zeechenen, net unbedingt mat Schëlder, méi eventuell einfach mat Färwe op de Burde markéieren. Am Redner Kante und hunn sie viele selo opgezeechen, wat de Respekt op de Vëllerspisten nu belangt, Autoen, Trakteuren, dat die soll mat nee fuhren. 95% vun de Leiit giwech ganz eierle soen, ginn op der Reetzer Wëllerseit an d Musee vun Hanne Lanecht fuhren. Und das möchte schon auf bestimmten Deler ganz gefährlich für Velo zu fahren, ob bloß wie an Staat oder zwischen Peting und Neichen, wo bei gutem Wetter Unmasse von Leuten erwähnt sind. Da muss ich als Cyklist Velo fahren, also Zickzack fahren. Weil Velo fahren soll eine Option haben, da muss ich gucken, dass ich da ein bisschen Ordnung zwischen Cyklisten und Fußgängern mit bringt. Wir haben schon solche genug auf den Straßen, da erinnern wir an, da muss man nicht anreisen mit den Fußgängern, weil man da auch nicht mit denen in Konflikt geraten. Also eine Möglichkeit, also konkret dann, wie gesagt, Velo Express Strecke aus, aber besteht eine Möglichkeit, so zu zeichnen, dass Fußgänger darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie links gehen. Ja, merci für die Fragen. Vielleicht muss ich zu dem ersten Deel mit dem Tunnel an ob du soll de Velo mit dem Notausgang. Also ich meine, es ist okay wert, dass man eine Velospiste viel gesehen an einem Tunnel, die lokisieren geht. Ich meine, eigentlich sieht der Reso, den wir geplant haben. Ne? Du trefst, was er gesagt hat am Anfang zu dem, was besteht. Ich meine, das ist sicherlich nicht optimal wie zu sehen. Das ist eine Notlösung, ging ich echt so. Dazu soll den Herr Noten optimal gehen, und dazu ist so durchstößt, dass ich natürlich am ganzen Raum von der Nordstadt, und noch natürlich von der Nordstadt, ob den übergehenden Velos bis der Reso, den in dann an den Norden oder an den Zentrum, wie den Herr Ries das auch erklärt hat, feiert, überall hin könnt. Und da ist das verzündlich. Ich habe gewählt, dass man an einem Tunnel, den eigentlich, wo ich nicht so richtig gesehen, den, wo Dialog gesperrt hat, zum Beispiel den Tunnel de Proximité, von Ethelbrick, dass man da gingen, ich weiß nicht, ob es für den Velo viel gesehen. Ich meine, also das ist ja kaum in den so ging man Velo von innen aus Ethelbrick, ob die anderen mit Spidol fuhr, wenn dann einer Möglichkeit nur für die viel mehr attraktiv sind. Dafür meine ich, dass das, also kann immer alles gucken. Ich meine, dass sie bestimmt kennen, die seht, soll nicht alles gucken. Ich meine, es ist aber jeden Sinn, die noch am Velos so wie ihn baut. Das andere ist natürlich, was den zweiten Wolle, den du gesperrt hat, das ist natürlich ein bisschen kompliziert. Und ich muss sagen, der Velos Express für a priori ist der natürlich gedacht für den Velo. Da gibt es Möglichkeiten. Kann ich natürlich sagen, wir machen das so, dass wir carrément einem Fußgänger verbieten, ob der Velos Express für hat zu tun. Da muss ich so nicht direkt dabei, wann in das Feld machen, da muss ich auch kontrollieren, da muss ich das auch protokollieren. Ich muss aber sagen, es sind da keine Menschen Freunde davon, weil ich fand aber trotzdem, dass an den Fußgänger natürlich so getrennte Infrastrukturen haben, den Trottoir für die Fußgänger an oder Fußgängerwehr, an der so doch Velosphäre gehen, die an natürlich klar prioritär für die Velo gedurcht soll sein. Und so viel wie ich dafür sind, dass den Menschen soll evitieren oder verbieten, dass der Velo Trottoir führt, weil das natürlich für die Fußgänger ein Problem darstellt, ein richtiges Sicherheitsproblem darstellt. Wenn ich das möchte, kann das nicht mehr ganz beschränkt sein, wo ich wirklich keine andere Möglichkeit hat, wo ich dann auf kurze Stecker eben Mixed-Strukturen muss sicher, weil ich einfach keine andere Möglichkeit mit hat, für da durchzukommen, mir umgedreht hinzugehen. Und auf der Velospiste soll man den Fußgänger das verbieten, so nicht nicht dafür. Weil ich meine, dass das doch nicht notwendig ist. Wo ich aber recht gehe, dass ich muss Kampagne machen, kann ich noch Marketing machen, noch zusätzlich. Wir machen das schon. Ich will nicht so, dass eine Kampagne gerade läuft. Die landesweit, die wir führen, Stani Frankfurt am Saal gesehen haben, nicht mehr egal, wir haben die gestartet. Wir machen regelmäßig hinter 2-3 Jahren Kampagnen, Respekt zu nehmen, Velosfahrer, also ein Autofahrer zum Velosfahrer zum Fußgänger umgedreht. Und der wird auch in Zukunft nachmachen. Und ich meine, darüber könntet ich meine, du hast beschrieben, wie am Anfang den ineinander so gehen. Ich fuhr selber auch viel Velo.
natürlich also sind ich auch ein bisschen genervt, wenn ich dann da stehen, da gehen da, du hörst ganz berät und willst für andere, muss ich schallen und dann eiern es nicht direkt. Ich muss ich aber so, außer die wirklich Kurs fuhren, mit die fuhren Menschen auch nicht, ob die Velos bist du, die fuhren der Straße. Die fuhren, ja, die fuhren ja einer Vitesse. Ich meine, wir sind, also, wieso, das ist eine Sache, Respekt ein paar zu dem anderen. Und ich will aber nicht tun, dass man, nachdem man dann lange Konflikte hatten zwischen Autosfahrer, Velosfahrer, zu Auto, und dass man nur Konflikt drauf beschweren, der Velosfahrer zum Fußgänger nicht gedreht. Der Respekt zum anderen muss fertig bringen mit Kampagnen, mit Machtgage gegen das Recht, kann ich natürlich alles gut beschildern und soll ich noch alles gut beschildern. Wir haben noch eine neue Beschilderung hier vorgesehen, die geht ja landesweit sowieso nur die, also abgehangen, am Redner Kanton, als das schon dummer, wir haben angefangen mit dem ganzen Dürfen, also auch schon viel mehr weit fortgeschritten. Und das soll auch der Standard gehen, effektiv im ganzen Land. Und dann bleibt natürlich immer aber, dass Menschen selber müssen dadurch alles respektieren. Und Respekt und Ehepaar zu dem anderen, und dafür, wenn man das so gesehen, aber Frieden hilft, dann Mensch, da kommen wir eigentlich auf die Idee. Wir kommen natürlich aus einem Land, wo die Veloskultur verschwunden war. Die können nur rum, also sie können relativ heftiger rum, weil super aus, ich sehe das drüber, Fried. Und natürlich braucht das eine Übergangszeit, bis man auf dem Niveau sieht, wie dann in anderen Ländern, wie in Holland oder in Dänemark, wo natürlich eine ganz andere Veloskultur schon lange besteht. Wobei ich aber auch nicht will, so, dass es durch Konflikte gibt, weil in Holland haben sie auch so, du hast natürlich eine andere Dimension von Velon, ob wir schon fuhren. Wie gesagt, von dem, was er will, so ein kindisches Recht, verstehe ich auch. Ich meine aber, dass die das so machen, an dem man das Infrastruktur schafft und dann noch für sich mit Kampagnen und auch Machtgage nimmt, weil dann am Respekt man den hinzukriegen. Ich gesehen nur einen Moment. Ja, komm. Ja, schönen guten Abend, alle Guten. Wir sind dann Geschecker vom Lycée Technik von Ettelbruck. Dann übergehen an, wenn man vielleicht ein bisschen zurückkennt, ob das Bild kommen von der Salentini-Straße. Wir checken all Tag 12 Uhr, 3 Uhr, die 1200 Schüler, 1500 Schüler, dann Salentini-Straße rauf. Wir sind mit der Gemeinde schon am Gange, für zu gucken, wie in dort Situation aber kann vielleicht ein bisschen mehr fußgängerfreundlich machen, velosfreundlich machen. Wir haben die Ackerbauschule dabei gekriegt, wir sind noch da am Gangen zu gucken. Den Arboretum sind wir schon am Gangen auch Hand anzulehnen, dass das soll ein richtig flott Sache gehen. Und ich gebe ich eigentlich gerne encouragieren an der Erderweise, die da gemacht hat, für ganz schnell Därme abzustrippen, an jedes Projekt umzusetzen, weil wir brauchen das unbedingt da am Stadtkern von Ettelbruck. Ich merci so für die Proposen, die da gemacht hat. Die Tüden, meine ich, die können nur ganz schnell vorkommen und dann hoffe ich, dass wir an der großen Buldo, wo aber trotzdem 3000 Schüler zusammenkommen, ganz schnell dann eine verkehrsberuhigende Situation kriegen. Ich so nicht merci. Ja, merci auch. Also wir hatten rezent, das ist nicht, wie hatten wir Jean-Paul Réunion 4 im Sommer, wo die Gemeinde Ettelbruck bei als Chefrat am noch eine Reihe Ideen präsentiert, kriegt für, also bei euch an dem Deal. Ich meine, das Ministerium begleitet das doch ganz positiv. Ich meine, wir wollen das unterstützen, dass man das so wie möglich umsetzen, wie dadurch gesagt. Ja. Ja, ich will nicht die ganze Projekt kommentieren, just eng präzis vorstellen, an der Logik, wie der Mobilitätsplan da ausgeseit. Friedlich mich, dass man Tonnen Suche können spuren, weil den Tunnel unter der Gare Ettelbruck ist hinfällig. Und der Logik braucht man nicht. In der Logik wollen wir ja kein Auto mehr an den Wirtschaften. Und da können wir die Spuren, da kann die Gare stehen bleiben.
Also dat ger wäsch könnt du doch nicht am Tunnel zu dienen, dat will ich direkt. Also ich will die Diskussion sind noch bereit bis 12 Uhr Heizbleiben, kein Problem. Ich meine aber nur nicht, dass das unbedingt sinnvoller Ziel feierend wäre, weil en plus muss ich aber so, über die Ethelbrücke schon, also mein Viergänger hat schon darüber diskutiert, Claude Wiesler, da sind wir schon Jahren am Gang, und ich will denken, just Satz dazu sagen, die Ethelbrücke, die muss man komplett neu gestalten, umbauen, an, wenn wir etwas ganz Ähnliches da brauchen auf der Platz. Aber das Gebäude, was du da hast, was iwwer soch fo si Monument net klasseiert ginn ass an noch nie sollt klasseiert ginn, an do brauch man eben etwas Ernst wie dat Testament steht. Es sind ein absolute Verwend sonnech fir Irin Appppes wäschelt, immer gut ziwelen, ob in net wat du besteht, net kann halen, weil ich fallen do gesinn oft immens Chancen dran. Mit muss er woch einst so agesehen, dat awer dat wat du steht besser als dat in dat wäschelt, weil den besonderste braucht, aber dat wat du steht aber net dementspricht von den Kriterien, dat wann den alles durchgedurcht huet, dat der Sinn gött wie dat ze halen. Mei will ich aber dazu net so mit dem Macht erklärt, wie dat aber trotzdem den Tunnel zu Ethelbrück notwendig bleibt. Ja, also mir auch die ganze Zeit auch mit Verkehrszwellen noch schon geguckt und das so, ich meine, wir bauen ja da ein Pol d'échange. Wir können ein paar Getreide hin, da können ein Gär hin, ein großes Busgär hin, da ist so ein so eine Commerce, wo Geschäfte sind, wo halt schon viele Autos hinfahren, wo viele Leute wohnen und den Trafik da geht nicht null. Du fährst den Tunnel auch in Zukunft wichtig, für dass man doch die gäre Karte ein ganz anderes Aménagement kriegen. Sonst, wenn man den Tunnel verlassen, dann gibt man da mit den 1000 Autos, die man immer da im Kreis rumfahren. Ich meine, das will kein, da sind wir lange genug gefahren. Wir kriegen noch die Möglichkeit durch den Tunnel eine ganz flotte Urbanisierung zu kriegen, flott zu der Gare abzukriegen, einen guten Parkplatz zu kriegen bei der Gare, wo doch flott ist, ein Verkehrsberuhigend zu haben, wo noch am Zuhause noch gut an den Start racken, und dafür ist der Tunnel immens wichtig. Man muss auch da, wenn wir Salentini, das hier angeschwert gehen, 3000 Schüler, die 3000 Schüler lesen sich auch nicht in der Luft ab, die brauchen noch Busse und so weiter, und die können wir da über die Straße dann evakuieren. Die wollte auch etwas sagen. Ja. Pardon, so kommen wir näher vierter, ja, dann immer vierter. Ja, ich wollte eigentlich fragen, die Tunnel, die da am Contournement de Proximité viel gesehen hat, wie viele Spuren kommen da dran? Ich meine, wenn du ein Pan hast von 4%, und die können sich schon vorstellen, wenn du schwere Gefähre abfuhren, genau wie das am Tunnel, Goslar Tunnel, du viel gesehen hast, dass du eine Spur kommst, eine Schleichspur für die Kamion. Hast du so an den Tunneln etwas viel gesehen? Also die Tunnel sind momentan mit 2 Spuren, das ist eine Spur in alle Richtungen geplant. Das ist keine Kriechspur da, mit das aber so, dass die Tunnel, das ist kein Autobahntunnel, das sind noch kein Schnellstraßtunnel. Das sind Tunnel, die an einer Lokalität liegen. Da fahren wir auch nicht 190, sondern wir fahren noch nicht 130 durch die Tunnel. Da ist die Necessität für Kriechspuren da anzubauen nicht gibt. Das heißt, die Tunnel gehen effektiv, wie du den Herr gesagt, es geht ganz gesperrt, wenn du Entretien hast. Das heißt, da muss Indianer die Normalstraße benutzen. Das kommt immer empfehlen, dass die auch von ein Accident mal hast an den Tunneln. Ne? Und das geht also auf einer Straße. Ich kann mich erinnern, dass man deutlich einen Accident hat, bei einer 7 Matzen am Brüssel Trafiklauf führen am Sommer. Du war zu Dickrich, du war auch eine Straße zu. Ich weiß nicht, wie lange Leute gebraucht haben, für heim zu kommen. Wir bauen das einfach. Also wir können nicht alle Straße 3 oder 4 Mal bauen, für falls mal irgendwo eng nicht geht, für dass man dann immer noch ein Backup hat. Ich schwätze ja helfen, einem hohen Verkehrsabkommen, und ich meine, wenn kein Kriegspur du hast, dann werden wir da ein bisschen Probleme kriegen. Das ist eine andere Sache. Ich wollte auch fragen, wie ist das eigentlich budgetmäßig viel gesehen? Du hast ja wahrscheinlich eine Planung, du mit alle guten an Erinnerung, wie der 7 gebaut ging, wie lange das gedauert hat. Dafür, wie ist denn der Plan für das heute umzugehen, sind da auch verschiedene Etappen viel gesehen, aber wie schnell soll das effektiv dann umgehen? Ja, also ich meine, den Zeithorizont für das Gesamt zu meinen, also definiert 2035, und ich habe auch gesagt, dass das echt muss gebaut gehen, das sind
die Konturen der Proximität an den Ausbau von der N7 auf höher Spur bis auf den Friedhof, weil uns das können wir dann natürlich verlehen, Dono vom Axcentraler von der Eisbahn. Mit uns die übergeordneten Straßen können wir dann natürlich nicht merken, weil da funktioniert das ganz sicher nicht. Das heißt, wir sind nur an der Phase, also wir haben die Idee leider durch, Plan, das sind 4 Studien gemerkt für verschiedene Sachen. Look die nächste Etappe, das ist natürlich, dass wir in die Richtung gehen, viel mit vertieften Studien zu machen, für die einzelnen Trassen zu gucken, das, was für du schon nur geschwärzt gehen, das Tunnelen, geologische Studien, die müssen gemerkt gehen und so weiter und so fort. Genehmigungen, die müssen nachgeholt gehen. Das gibt ganz auch Finanzierungsgesetze, die man brauchen von der Chambre. Und dann ich ging mal so, also die nächsten 3-4 Jahre werden vergehen, Druck gehen, für diese Sachen zu machen. Und dann geht es los mit bauen. Das heißt, das Objektiv ist, dass 35, das ist ein Zeitraum von 14 Jahren, das Ganze soll fertig sein. Du hast gesagt, das hat man auch zu dick, ich kann auch nur vollziehen, wie das schon so lange gedauert hat. Da hat immer gesagt, ja, dauert das 3 Jahre so lange. Ja, das Objektiv kann ja das nicht sein. Und das ist auch nicht so, dass man überall so lange gebraucht hat. Das ist ja nicht, dass überall alle Projekte so lange dauern wie die. Und ich will auch nicht mehr, wer hat so lange gedauert hat. Da gibt es x Gründe. Das wird also müßig, für darüber nach Hause zu diskutieren. Wir haben aber ganz viele Projekte umgesetzt, da sind noch am Gang, da ganz viel umsetzen, die gehen aber auch in eine ganz andere Vitesse. Und ich hoffe, dass man das auch hinkriegt. Ich so, dass du es möglich an dem Zeithorizont, und in den letzten Jahren bewiesen, eine Reihe anderer Projekte, wie sehr ein Projekt kann realisieren, das nicht möglich, wenn erstens die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt gehen, an der politische Courage besteht, für das zu machen. Dann ist das machbar. Und ich so 14 Jahre, also ich werde das nicht mehr arbeiten, ganz sicher nicht mehr. Also nicht mehr. Ja, nee, ich habe das sowieso längst für mich dezidiert, dass ich weiß genau, was ich will in meinem Leben. Das können andere da machen. Ich mache alles, dass es möglich ist, für Dono, dass es kann gemacht. Ich meine, das, was wichtig ist für uns, ist ja, dafür kommen wir ja auch bei. Ich meine, wir mit den Chefräten und mit den Gemengeräten haben wir das vorgestellt. Und sie sind der Meinung, dass das ein guter Plan ist. Lo wollten wir eigentlich bei ihr kommen, eben auch für zu weisen, wir haben einen Mobilitätsplan. Und das ist aber ein Stück von einem großen. Ich meine, mein Gefühl ist, oder euer Gefühl ist aber, dass das aber an der großen Sicht auch von ihr positiv gesiegt. Die nächste Etappe ist, dass wir sobald wir relativ genau wissen, wo wir an die Tunnel fahren, herausfahren. Da wird man den Plan sektoriell Transport, das ist schon von den 4 Plan sektoriellen, die wird man dann ändern, und wir werden die dorten Sachen draufschreiben, und das gibt es ja dann auch andere Möglichkeiten für Emprisen zu kriegen und so weiter. Und dann, ich meine, François Walsch wird am Januar, Februar sein Plan national de Mobilität, da kommen sie dran, das ist das, was uns zwei wichtig ist, und ich meine, dem Rest von der Regierung ist, dass wir klar weisen, dass wir politisch der Meinung sind, dass wir das hier sollen machen und dass wir auch alles das, was wir können, nach an dieser Legislaturperiode kriegen, dass wir das alles auf den Weg bringen. Ich meine, das ist das, was wir können machen und das ist auch das, was wir wollen machen. Und ich will auch dabei sein, dass, wie gesagt, das hier als Propositionen, die wir machen, meine persönliche Meinung ist, dass man nicht denken sollen, 25 Jahre diskutieren, was dann noch so geschehen. Weil diskutiert als lang genug gehen. Wir mengen, dass die sind, die können ganz viel bringen für den Notstand. Wir brauchen es. Und wir gucken mal da, wie es weitergeht. Ich mengen, dass mit den Gemengen sind wir auf einem guten Weg. Wir haben die 5 Gemengen viel konsultiert. Das ist echt positiv. Stimmt, zu machen, was eine gute Voraussetzung ist, dass wir sehr weiterkommen. Voilà. Ja, guten Abend. Merci für das Mikro. Ich wollte eigentlich zurückkommen auf das Lübecker Gare. Und 2 Fragen. Wir warten vor wir mit dem Auto nicht über zu Terrain, die lo auf die Käse gehen. Wir fährt vorhin drin, für was fahren wir nicht drüber? Das ist eine erste Frage. Die zweite Frage. Für was haben wir die neue Brücke nicht so gebaut, dass wir die all konnte stehen lassen, für da mit den Wöllen und mit den Fußgängern drüber zu kommen, wohl wissend, dass das kleine Stück, was über die Eisenbahn geht, dass wir das eventuell müssen umbauen,
weit genug von der Fahrrad weg zu sein. Merci. Also mit der aller Brick, die durchstung war, da so, dass das ja ein Brick war, die an den Nachkriegszeiten gebaut ging, dass die wäre zerstört ging am Zweiten Weltkrieg. Und die ist ja ein Buttlersbrick, die Bausen mit Stein verklebt war. Und da so, dass man die war eben für das Projekt, das wir lo realisiert haben, auch für die ganze Pole Change, war die Brick zu schmult. Wir hatten die Brick miss verbreet, an dat wwer statisch net gang, a hat noch den anderen Problem, dat man einfach den Zerwell brauch e gewissen Gabarit. An dat tote war eng Platz, wo sie de Gabarit en drinnner net hatten. Ich merkten och do missen die Brick dann auch unhirwen auf eng Baubrick mir heich zu bauen. Ich wissen, wie dat ästhetisch ausgesehen hat, dat wär ziemlich komisch gewircht. An dass die Decision du gefallen fährt, eng Neubrick zu bauen an die Brick run huet am Fong keine Funktion mehr gehabt. Wir hunn en breden Trittwer Dr vu mochte Wëlle mat 3 Meter für de Wëllo, wann du enke soll der Zukunft, dat hat man enke en Kaster parlamentär enke so geantwort, dann besteht immer noch Möglichkeit für enke so besetzen eng Fußgängerbrick enke Info bei einer Platz enke mat drüber fir eng zusätzliche Verbindung zu machen. Mehr Moment ass du keine Necessität. Wat man der Gerre durchführen man Südterrain. Ja, dann hat man den Autostrafik Parvi gehabt, man hatte do wo Leute sich aus dem Zugklammer, wo sie wollen an die Stadt gehen, werden Auto da gefahren. Und dafür man Südterrain, dass man in solche ganz anderen Aménagement auch so fast kriegen, dass man ein Flot gar kriegen, dass man und dann hat man auch so viel Fläche verloren, wo man nicht mehr wo man lo können urbanisieren. Ja, guten Abend. Ich habe auch ein Fragen nach zu dem ganzen Projekt. Das sieht alles ganz schön aus. Die erste Frage, das mit der Gilsdorfer Strophe, für was das du nicht envisagiert, für einen Tram zu machen, von how das, wo die Leute auch können ran rausklammen, ohne gern, ohne nach weiter an die Natur anzuschneiden, um ein positives Bild zu bringen. Weil irgendwie sind ja aber genug Bussen, die heute da so optisch gefahren, wo dann noch können doch die Bussen, die dann in dem Moment gefahren noch Männer fahren, und noch ein bisschen mehr Lebensqualität bringen. Das wird die erste Frage mal. Kannst du direkt bleiben? Ja. Bon, also ich meine, das Prinzip von der Mobilitätsplanung besteht daran, dass man ja, wie der Motto auch steht, so, wir wollen nicht Gefährer bewegen, wir Menschen bewegen. Was heißt das? Das heißt in der Praxis, das heißt immer eine Decision für eine Infrastruktur. Will man auf dich gucken, was das Demand und Mobilität, auf wie viele Menschen will man von A nach B bewegen? Ob einen gewissen Transport oder innerhalb von einem urbanen Raum, wie Heilo an der Nordstadt. Und dann definieren wir, was das die Kapazität, die wir brauchen, in Funktion von der Demand. Ein Tram, das ist natürlich viel mehr eine schwere Infrastruktur, das ist, der Zug ist noch mehr schwer, aber den Tram, der braucht ihn an einem großen urbanen Ballungsgebiet, wo ihn eine Kapazität hat, wie zum Beispiel an der Stadt rund um die Stadt. Du schwätzt mal, wenn der längste Stadt guckt von 130.000 Einwohnern, plus von der Randgemenge mathält, da kommen da locker, sind bei 180.000, 190.000 Einwohner, wo der Bewegung von Bausen hat, die kommen bis an den Rand, und da kommen sie mit dem Tram ran. Also da schwätzt man von 100.000 Bewegungen. Das ist immer eine ganz andere Dimension. An den Tram möchte Sinn für so große Kapazitäten. An der Nordstadt haben wir aber nicht die Kapazität. Wir haben eine große Besoin um Mobilität, wir haben aber nicht die Kapazität. Wir haben plus einen Zug, der da durchgeht, der könnte ja von Dickrich, Ettelbrück geht an die Stadt. Das ist einen guten, substanziellen Achs, der wird ja verstärkt. Einmal da kommen 2 Jahre bei, kommen ein paar Reiter bei und so weiter. Das ist ein Zug, also am Anfang für die Großflüge da durchzukriegen. An der Rest wird gemerkt, man natürlich qualitative Busverbindungen, die das ganz bedingen sollen. Für ein Tram heute zu machen, just zwischen Ettelbrück und Dickrich, das ging keinen Sinn mehr, weil das ist dann ging ja parallel zum Zug fahren.
Den Zug brecht ja nicht zu fuhren. Den Zug brecht ja nicht zu fuhren in dem Moment. Nee, den Zug, wie wird so? Ja, d'accord, der stellt sich mal vor, das aber nicht viel Sinn, dass ich, was er nur gemerkt hat, den Zug wird ja gestärkt, mit die Krit von Dickrich, viel mehr Direktverbindungen an Stadt, wo auch Epeldingen angebunden ist, man Pol d'échange wie Haut. Geht ja auch darum, dass dann nur ein ganz anderer Offer hat für raus aus der Stadt. Ging ja auch Sinn gehen, dass man die Qualitätsoffer, die man da haben, von einem verschiedenen gebundenen Reso, wo ihn auch kann weit außerhalb von der Nordstadt fuhren, dass man die gingen rausrappen, für sie zu ersetzen durch einen Tram, der just ging pendeln zwischen Ettelbrück und Dickrich. Das macht keinen Sinn. Du hast da direkt Verbindung dann Zettelbrück, wo der auf den Zug kann. Ja, da muss ja, für was soll ich dann den zu Dickrich den Zug kann holen, an der Zukunft kann oder von hier den Zug dann direkt fuhren, und die muss nämlich stellen, was soll ich das dann ersetzen durch eine andere Verbindung, Schiene gebunden, die schon auch mussten am plus bauen, was ja vom Invest hier auch noch. Die braucht ja eigentlich nicht, weil der ein ganz neue Schienenlinien bauen, ne? Die hat brecht just durch mit. Die können nicht einfach, ja, nicht so einfach ist das nicht. Die können nicht einfach nur so, wir wollen den Zug hoch, von dem Gleis setzen wir einen Tram drauf. Nee, mit dem Invest wird ja wahrscheinlich mit klein sein, wenn da die Stoße gibt, also ein Tram hier setzt, wenn da ein Landstücken, Bierschrömme eng Zuglin baue geht. Ne? Ja, das ist aber die Baumer, weil nachdenke, weil der Donau auch eine Direktverbindung hat von Dickrich an Stadt. Die kriegt sowieso eine Direktverbindung. Nee, da hat er keine Direktverbindung, da muss er im Emmenstein zu Ettelbrück. Da muss er, en plus muss man dann auch noch, die muss ja auch den Tram dann in Ettelbrück rankriegen. Da muss man die muss ja neben. Nee, die kann nicht einfach auf ein normales Zuggleis fuhren, da sind andere Sicherheitsstandards, das ist etwas ganz Ähnliches. Das sind ganz andere Techniken. Da das in der Stadt denke diskutiert gibt für die berühmte BTB, an das Cervalo sehr gesagt, das geht nicht, das will man auch nicht, weil das von der Sicherheitsstandards etwas ganz Ähnliches ist. Das ist ein anderes System. Also du ob der Gerd Zettelbrück hat nach Platz genug für ein Schienen zu legen, für du hin in Tram. Also, ja. Ich bleibe dabei, die hat eine gut schienengebundene Verbindung von Ettelbrück auf Dickrich. Und die will man stärken, durch das, was wir machen. Und meine Meinung ist, und dazu ich auch alle Experten, auch alle Ingenieure, und auch alle Etuden, wir haben alles geguckt, wir haben nicht einfach gesagt, das ist nicht einfach so, einfach, ich komme, den hat nicht Neues, nicht Besseres, die Striche da gemalt. Du hast ja Detailstudie gemacht, du hast Systeme, man nicht vergleicht, du hast geguckt, was das als Demande, was das dann die besten Offer en Funktion von der Demande, die wir haben, die wir da können machen, und du hast das Teil dabei rausgekommen. Das ist nicht einfach so, aus dem Kap kommt. Ne? Okay, dann ich komme noch ein zurück auf Dattelbrücker Gäbel, da hat mich auch ein bisschen konzerniert, das ganz. Ne? Ich habe noch von Cité Monument geschrieben, dass die Gär erhaltungswert wäre, ne? Aber durch ein Projekt d'envergure nationale, das aber nicht festkommen. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden, als Ermeinung, weil in die Gär muss feststellen, für etwas mehr modern ist oder mir etwas praktisch zu lehnen. Oder muss sie weg, wenn es im Tunnel, da tun ich bis noch nicht richtig sehr an dem ganzen Fall. Nach ein klein froh, die neue Gär, die sie Auto steht, ne? Überall weiß, dass schöne Bilder, da wie Platz, schön aménagiert geht, dass die Gär, wie sie Auto steht, vis-à-vis von der Gär, die du hin könnt, geht zweimal so groß, es kann kein öffentlicher Platz mehr, du hin, das geht etwas, wie schluft das Ganze. Nee, das ist nicht so, nee, das geht nicht so, also echt mal, was sie den Monument, die haben eine gesetzliche Basis. Hätten wollen die gar klassieren, dann hätten sie das können machen. Aber wenn die gar klassiert hätten, dann könnte ich die nicht aufrappen. Sie haben sie aber nicht klassiert. Ich kann dann einfach ein Beispiel geben. Der Bürgermeister hat meine Fassen, den hat klassiert, dann hat der Monument hat gesagt, ja, die Fassen, diese klassiert werden. Aber sind auf jeden Fall 20 Jahre mehr jung oder nicht so alt wie die Gär, wie dann ist. Ne? Nein, es gibt eine gesetzliche Basis und es gibt ein Minister, die Autos, und die Minister chauffieren der gehen, und nicht nur eng, ich meine, waren da 3 entre-temps, und die sind allen 3 zu der nämlichen Konklusion gekommen. Also plus hatten sie verschiedene politische Farben. Ne? Es war ja nicht nur ein Geringminister, vier war ein Schwarz, und ich meine, vier meine ich auch, wenn ich mich gut erinnere. Also sie sind allen gut zu der nämlichen Konklusion gekommen. Der zweite ist, wie gesagt, es gibt eine gesetzliche Basis, was sie gewollt hat, hätten sie können klassieren, das nicht gemerkt. Der dritte ist, die GAR, die muss, wir brauchen etwas ganz Ähnliches für Gebäude hin
wie das, was heute steht. Das, was heute steht, können wir nicht nur nutzen, für einfach die Funktionalitäten dran zu kriegen, die wir gerne dran hätten. Was müssen dann noch für Funktionalitäten mehr dran kommen? Ja, zum Beispiel würde ich so, dass du Police dran kommst. Ja, das ist an der Reihe, ja. Und ich meine, die Ethelbrecker Leute, die bestimmt nicht Rosen, pardon, dass Police haben oder dran. Das ist richtig. Du hast ja aber sicher Platz genug da für die Police dran zu kriegen, oder nicht? Also, wir können nur eine Stunde hier so diskutieren. Ich meine, das feiert uns zu gut nicht. Ich weiß, die haben ein Problem. Die haben ein Restaurant, wie sie kommen, sie schwätzen nur mal Klartext. Ein Restaurant vis-à-vis, und die haben ein Problem, und ich habe Verständnis für ihre Probleme. Nee, du hast kein Verständnis. Ich will dich denken, so, wenn ich gerne nachdenke, so, ich finde, ich habe schon zu dickrig gesagt, wo wir im Gespräch waren, und ich finde, ich kann doch gerne bei mir an das Ministerium kommen, da sitzt man so da, da lehne ich Plan, da gucken wir während 3 Stunden am Tag zusammen, wie weit das so aus, wie das muss gemerkt werden. Wir sind in der Meinung. Und wir können noch nach 4 Stunden diskutieren. Die hat ihre Meinung und ich verstehe ihre Probleme, die da hat, wenn es zu Chantier. Chantier sind nie gut. Chantier als Kind, Frau. Ich will selber, ich werde gleich eine Decision holen, ob Menge Straße verschwunden, da werde ich mal Chantier für 5 Jahre machen. Ich bin noch nicht froh darüber. Ich bin aber der Meinung, dass soll gemerkt werden, unbedingt gebraucht für die Entwicklung von dem ganzen Quartier, wo wir da wohnen. Das ist so, Chantier sind nie flott. Und ich bin noch bereit, alles zu gucken, nicht zu helfen, dass all die Chantier gut versteht. Aber dann aber nicht darum, dass die Projekte, die du gemerkt hast, an die neue die gebaut wird, dass die notwendig sind und dass man die braucht. Dann kommen wir los und einfach auf die Chantier kommen. Das wäre für Sie, wie wo das Projekt auch hier gestaltet ging, als du gesagt hast, dass das Projekt 5 Jahre dauern, wo heute der schon 200 Parkplätze da sind, wo daran schon fort sind, wo heute der nach China kommt, daran da ist, dass die soll fortkommen. Wie lange dauert das Projekt nach? Wie lange zieht den sich danach durch? Ja, ich meine, das wirst du ja, das Projekt ist am Gange, das Projekt ist am Gange, Timingen sind noch bekannt. Ich meine, den Marktkanäps noch so ein Straßenbauprojekt, und dann noch könnte das Gärprojekt doch gleich umgehen. Das bleibt immer so, ein Chantier ist nie flott, ich bleibe nur dabei. Wie gesagt, nein, ich meine, das tut okay wert, dass man nach dem Monolog nach einer Stunde weiterfahren. Ein Chantier ist nicht flott, ich verstehe ihre Probleme, und wir machen alles für jeden Fragen zu helfen beim Chantier, es bleibt immer noch ein Chantier. Und die Chantiersphase, die ist schwierig. Wir machen, wie lange dauert ein Tunnel an Straßenprojekt? Also das Straßenprojekt, du hast die Mission, den werden wir geschwind ausschreiben. Und du hast Ziel für das Frühjahr nächstes Jahr, dass den Projekt vom Tunnel aufgeht. Da geht dann noch gar, den man dann aufgerappt. Und dann, die hat schon richtig gesagt, dass die Volontät da, dass so viele Parkplätze müssen da erhalten bleiben und dafür auch für die Kommersanten, dass die weiter unterstützt bleiben. Und dafür haben wir das Projekt da an ganz viele Phasen erdeelt. Insgesamt sind da 5, wo wir dann stöckelsweise den Tunnel da bauen, für dass auch da der Betrieb kann weiterlaufen auf der Gare. Als Bauingenieur am allerletzten gebe ich alles zu machen, ich gebe einen dicken Bagger, und dann wäre ich dann irgendwie oder durch. Ganz ehrlich. Aber das ist eben, ich meine, wir müssen eben mit der Situation da umgehen, und dann dauert das eben alles ein bisschen mehr lange. Gesagt, sind nur 3 Jahre, dann müsste den Tunnel da fertig sein. Und wie gesagt, die erste Phase, die ist aufgeschlossen, die zweite Phase ist aufgeschlossen, die feiert, das was bringt, die ist auch aufgeschlossen. Und das ist nur Phase 3 von insgesamt 5, die letzte, das ist ja dann der definitive Aménagement, wo man dann definitive Belagerungsstraßen zählt. Das ist ganz zum Schluss, und dann ist die Chantier da aufgeschlossen. Just bei der Phase 2, du solltest schon 200 Parkplätze da holen. Ja. Also Phase 2 wurde ich schon konzerniert, da hat man EU gesagt, und wir haben den Delay auch respektiert. Ich will ja gerne auf die Eichpräsentation zurückkommen, was mir relativ gut gefallen hat. Das waren die Geringplätze am Zentrum, am Platz für Parkplätze. Die hat da drei Sachen angewiesen. Der eine war bei der Kirche, der zweite war beim Alle Pompiers-Bau und der dritte als Monopolsplatz. Ich meine, dass heute zu Ettelbrück schon die letzten 10 Jahre, und ich habe ganz schön nicht übertrieben, über die Monopolsplätze diskutiert wird. Und meine Frau
die richtig vielleicht echt und den Herr Schaf, der Bürgermeister wie und ich Ministerin, als das, was im Moment geplant ist auf dem Monopolsplatz, nicht am Widerspruch zu dem Leitbild, den Dielo propagiert. Ich komme rüber. Merci, merci für die Mikro, merci auch für die Frage, da kann ich das ein bisschen erklären. Also, das ist ja ein Gesamtkonzept. Da denkt er, dass das, was an dem Slide haben, drüber, das Breck, wo ich bedauere, dass Fußgängerbreck noch nicht ob ist. Sie geht mädemütig ob, an den Samstag, als dann noch für die Wölle ob. Da das leider eine Woche mich spät geht, wie sie mir versprochen hatten, dann ist das leider so, die zweite Phase, dass man eben das, was leitbildkonform dann ist, wenn eine Geringfläche denkt, dass das nur Erholungsgebiet lernt stürzt. Das heißt ja wichtig, dass man so, wir machen das zum Teil mit gerade für sich zu setzen, mit einer neuen Velospiste, auch da musste man Chris dann gucken, dass die da hinkriegt. Für die eben noch zu verbreitern, da kriegen wir machen noch da Plätze für eine Mini-Gastronomie am Park und so weiter, und noch Stellplätze für Mobilhomen, das könnt ihr hin. Das ist ein Deal für so das geht ein Naherholungsgebiet, so wie wir es drei wünschen. Mehr Platz, kein Deal natürlich, wenn ich streng ist, kann ich auch so, wir können auch da einen geringen Wiesmann drauf, wir werden nicht kann machen, das hat dann Herr Bämpflanzen, also zum Beispiel, wir hatten eine ganz flotte Bürgerbeteiligung, für die zu planen, zu konzipieren. Und man muss feststellen, dass der Raum, an dem man überhaupt Baum, wenn es seine Wurzeln, wenn es der Fläche, die braucht, ob der da Platz kann bauen, extrem limitiert ist. Und wir haben einen Rüb da drin, den wir haben einen Wasserlauf, der kanalisiert das. Wir haben BHKW-Leitungen, Gasleitungen, Stromnetze und so weiter. Also da bleibt nicht viel übrig. Das heißt, Bämpflanzen kann ich vergessen. Dafür gelingt es uns, dass wir so, wir machen einen Pavillon mit Gastronomie dahin, wir machen einen Spielplatz dahin für Kinder. Wir haben am Stadtzentrum viele Kinder, die aber keinen Spielplatz dabei haben. Dafür können die da dabei, mit dem dann einer kleinen Gastronomie, mit einer Terrasse, das ist doch für die Leute interessant ist. Da dabei zu sein, und da schließen wir das zu den Restparkplätzen, die wir losen. Da sind wir alles eine Kompromisslösung. Als Geschäftsstadt muss ich noch da ein bisschen gucken, wie in der tesselt. Und die schließen wir auf mit einer Bärmerei. Aber die Bärmerei, die geht abgestockt, ähnlich wie im Knödler an der Stadt. Da sind auch Beam, wenn ich da gucke, drin, ich weiß nicht, wie viel, die haben nicht viel, dann ist Beton da. Und die sind auch nicht klein. Voilà, so ein ähnliches Modell könnt ihr da lernen. Das ist das, was gelingt. Also der Widerspruch gesehen ist, für dort zu schließen, nicht direkt, weil ich so, wir müssen alles gucken, an der Sommer war das auf Vertränger Platz, das ist spannend. Die andere Idee, vielleicht direkt so zu sagen, dass ihr seht, Place de l'Église, da kann ich noch etwas dran machen. Ja, wir hatten an dem Konzept Stadtvision 2030, wären noch da Ideen formuliert, die für zu sagen, als der Toten das, was da soll sein, oder als der persönlich, dann aufschließend, ich kann meine Meinung sagen, aber auf Echter hätte ich Wunsch Gefühl, dass die Tendenz, der Moment jedenfalls, die ist für zu sagen, dass da ist der Parking, den die meisten Ausleistungen hat von allen Parkingen an der Stadt Ettelbreck. Und dann ist es schon gewohnt, für zu sagen, gerade den Dom ist es so. Also wir müssen als ein Geschäft da relativ gut aufpassen, weil die sind nicht alle gut so gut drin, wir sind froh für jeden, den wir unterstützen können und halten können. Das ist immer da ein Kompromisslösung dafür auf der Mehrplatz. Ich meine, was ich noch kann sagen, dass man zwischen der Regierung und der Verwaltungen an der Stadt Ettelbreck probieren, so gut wie möglich zusammen zu schaffen. Auf dem Park, da ist auch die Wasserverwaltung, die das ganz konzipiert quasi von da, wo sich dann, also wo Hand und Werk und sich von da bis bei wir, das wird von der Solle exportiert. Und dann habe ich meinen Kabel vom Energieminister schon durch Dolo mit denen Gespräche gefordert, dass wir da auch gucken, dass eventuell das wir modernisiert wird. Wir sind in der Wasserverwaltung, will da ein Fischtrab. Und da ist eben noch, da muss man ein schwätzen an den Mengen, als das so ein Flottplatz, dass in da eventuell sich auch vorstellen, dass in ihnen eine Plattform hat, dass in da
op dem wir noch kann sitzen. Ich meine, das ist die Sache, wo man lo zusammen schaffen. Und das eben ganz, dafür brauchen wir auch Büro d'Etüden, die lo wirklich statt konzeptuell planen, von Birtringer Schloss bis auf Betten dürft, dass man da eben eine Unität dran haben, an eben zwischen Eisenverwaltungen, an der Gemengen, Mammalonabis-Gruppe, für eben zu gucken, wie können wir da Heichwasserschutz an eben Biodiversität, an aber auch Naherholung, wie können wir die Sachen all zusammenbringen. Moment gesinn ich kein Hand mir an der Lo dann noch Chemie beim Mikro stoen wann dat dann will man nachher nach denlächt mat da ging ich proposieren dat man fir Nowen gingen aufschleessen sie ganz sicher net fir Lächt in den Projekten weil wenn man lo mir an Detail kommen mat ze nach méi wie enkelre voilà. Ja, guten Abend. Also ich war überrascht mit den vielen Tunnelvariationen, die da geplant sind. Ich bin doch froh, für was Hauptsache-Zweitebrück werden nicht für den kleinen Kontournummer, das heißt von der N7, also der B7 rüber zu fahren auf Passnischer Straße. Den du müssen auf den Tunnel zurückgreifen. Was schwätzt du dafür? Und was schwätzt dann du gegen für Dummi open zu fahren? Weil da bringt ja anders auch Matschmengen, alles was vom Mischbuch könnt, die muss du dann noch ganz durch die Stadt fahren. Und dann habe ich, ja, und da könnt ihr froh, die rosa Dinger hat er nicht so gut erklärt, die sind aber da. Das wird da wahrscheinlich aber Sinn für die Flüsse zu machen, das heißt innerhalb von für am Auto irgendwie von einer Seite auf die andere zu kommen. Ich habe aber auch noch eine andere Frage, das aber Zuglin betreffend. Für mich ist es noch einmal nicht ersichtlich, und ich weiß nicht, wie oft das den Takt sieht für einen Staat von die Kirche aus. Das heißt, die Gabarit geht hier einfach verloren. Das heißt, geht in Römenkehr so viele Meter auf, die aber wahrscheinlich nimmen, vielleicht 3-mal, maximal 4-mal. Das wäre aber ganz viel, wenn der bei Kamich für einen Staatsfuhr von die Kirche aus. Die dann nehmen die 3 Mal wahrscheinlich benutzt gehen. Und dafür ist es einfach schwer zu verstehen, dass den auf einem Zug festhält, wo ihn effektiv einer neuen Kindesmengen, die Zugleiter ziemlich weit handeln, die Jahre kommen ziemlich handeln, und damit wird dann ein Buskorridor an Frieden Job Buskorridor nicht da durchgegangen wäre. Von der Schätzchen richtig gesehen haben, da mal drunter Buskorridor Landsteisebun. Ja, das für mich ist es ganz schwer zu verstehen, dass in die Eisenbahn du mengt muss per Force zu machen, weil ich kann noch ein Projekt machen, einen Modulpunkt zu Irpelding, und ich wäre ja mehr lukrativ, ich gehe Rolltreppen oder irgendetwas auf Geld im Moment machen, für den Knotenpunkt zu machen. Für mich bleibt einfach denken, wie oft kann ich von Dickrich an Stadt fahren, rechtfertigt Stadt wirklich nach so viel Meter Straße, an 2 Kilometer irgendwie also Eisenbahn zu legen oder was als Berechnung effektiv, die wirklich sieht, ja, ohne den Tram, ohne den Zug kann man da nicht fortfällt. Die Möglichkeiten, es geht gerade so gut, ob den Busfahrer kann ich einfach Mattis laufen lassen, die schon hängen, die dann in dem Moment auch eine Kapazität bringen. Ich muss natürlich die Leute irgendwann eine zweite Brücke umklammern lassen, das ist richtig. Für mich ist es aber schwierig zu erkennen, dass nicht der tote Weg soll gewesen sein. Merci. Das hört natürlich immer zu dienen, dass an der Cap oder am Kap vielleicht nach die Tüte sind von 4 und so viel Jahren wie den Entwicklung, also wie die Vision, die du besternen hört, für den ganzen Raum nach ganz anderen war wie Haut, aber wie die ganz froh von dem Verleih, vom Axe Central, mit auch der Schiene und so weiter, wie du auch keine Wohnungen zu schaffen und so weiter, dass das noch nicht ersichtlich wird. Muss ich aber nicht vergessen, wir wollen ja gerne, also ich hoffe, dass das aber Perspektive ist, wir haben an der Landesplanung definiert, dass wir 3 Zentren, 3 wirtschaftliche Zentren sollen haben am Land. Das ist am Süden Eschbellwald, das ist am Zentrum Stern an der Randgemenge, wo ja viele Aktivitäten sind.
Aber wenn man dem Norden gerne keine Chance geben, noch in der Region, dann ist das Nordstadt. Das heißt, dass du dürfen auch gewissen gehen, du bei Erpelding, du könntest Polisch, du könntest Neinerei, du könntest Park and Ride hin, erstens mal vielleicht die von Uwe kommen und dann abzufangen. Du soll ja auch Arbeitsplätze entstehen, rundherum die Pol d'Echange, für das ökonomisch gesehen eine Perspektive besteht, aber für das vielleicht in der Zukunft nicht alle Leute vom ganzen Norden und alle müssen an den Staat schaffen kommen, dass auch Arbeitsplätze am Norden entstehen. Das soll ja aber auch ein Objektiv sein. Und da könnt ihr den Achse zentral dazwischen kommen, so viele Wohnungen beikommen, dass ich mir schwätze an Zukunft dann auch von einer ganz anderen Kapazität von Leuten, die sich wollen bewegen von Hairo von Stadt. Und an der Logik natürlich für den Zug eine ganz andere Stelle wert, wie das, was die nach vielleicht am Kap können hun, wie dem muss die Tüte gemerkt gesehen, wo gesagt genau, dass man schaffen Zug einfach over und setzen den durch ein Bus à haut niveau de Service, den natürlich schon noch plus de Not, den hört dann den Enkel muss zusätzlich umsteigen. An Herno soll einen normalen Taktteil kommen. Das heißt, wir kriegen auch sowieso Eisbundsreno auch andere Möglichkeiten, weil wir hier durch den Fett, dass wir bisher Brick verbreitert tun und Galützbüch ausgebaut tun, wo auch Gleiser 4 sind für Durchgangszielstätte, nicht, ich kriege nur auch von Ethelbrick-Verbindungen noch Basch, zum Beispiel auf anderen Regionen, die Zisch wie Haut, dass alles in der Galützbüch stoppt, fertig ist, das wird an der Zukunft rüber, sie von der Reso bis ausgebaut ist. Und da sind wir ja gut in der Weg, sodass den Hanno, dürfen wir auch gesagt, das kann in der Teil nicht man isoliert gesehen für die Nordstadt. Es muss gesehen, am Plan National der Mobilität 2035, das wird am Januar gesehen, mit all den Ideen, die da dran sind, an der Seite, dass das natürlich für die Nordstadt ganz andere Perspektive bietet. Ich habe zu dir die Frage, kommt völlig zurecht. Du hast gesagt, ja, wenn ich heute an dem Eck wohne und ich gehe auf die Uni studieren, für mich ist das quasi ein Himmelfahrt, die ich muss machen. Weil in Zukunft werden es möglich gehen, da den auch können so direkt sich vorstellen von aus dem Raum Hai darüber. Das ist ja nicht schlecht, das ist ja gut, dass man dann auch das können Hai anbieten. Also wie gesagt, muss in der Tote gesehen als Entwicklungsperspektive für die Nordstadt, für den Norden, die wir hat, am Zusammenhang mit dem Rest vom Land. Aber wir können nicht immer so in den Norden wird vernachlässigt, wird nicht gemerkt für die Arbeitsplätze am Norden. Es wird nicht gemacht, für Wohnraum zu schaffen, aber man dann den Weg für zu machen, da gibt es überall, und wir wollen den Standstill. Das ist so ein bisschen das, was dann immer ein bisschen rausgeht. Wenn ihr das wollt, okay, da muss ich auch bewusst sein, da bleiben wir beim Standstill. Wie tut das? Und ich meine nicht, dass das eine gute Idee ist. Weder für den Norden, noch schon gar nicht für die Nordstadt. Hier hält der Staat am Total, ich habe schon gesagt, ungefähr 1,7 Milliarden Euro an der Grab. Und das ist nämlich das, was doch gemerkt wird, dass am Zentrum und am Süden, nun sind wir endlich auf dem Punkt. Und ich kann nicht mehr so, nutzt die Chance. Nutzt die Chance an das Angebot vom Staat, für das die 1,7 Milliarden investiert geht, für das der Hai an der Nordstadt eine andere Perspektive kriegt. Aber wenn er das nicht macht, dann macht er einen historischen großen Fehler. Ich gucke dann aus der Pension no, aber ich so nicht, der macht einen riesen Fehler, wenn er das nicht macht. Das war ein gutes Schlusswort, oder? Merci. Ich meine, mir so nicht vielmals merci, dass da zu viel kommen sind. Wir haben noch ein ganz paar Leute, die über die Vision noch geguckt haben. Ich komme selber wahrscheinlich irgendwann Februar, März, wenn wir mit den 5 Gemenge von heute Leitplan dann mehr am Detail schafft. Und da wird man einen Ofen machen, das wird dann ein Ofen für die ganze Nordstadt sein, wo man dann nach auch mehr Details gibt von dem Landschaftspark an ein paar anderen Ideen. Und vielmals merci der Ethelbrecker Gemenge, noch dass es so zahlreich auch vom Chef Rotaiwert an ob die gut, also auch die gute Summen erwischt. Und merci euch für Ihr Frohen an der Präsenz der Noven. Guten Abend. Merci.